Ja, Joli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja, Mann! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und heute ist wieder eine speziellere Folge. Also, aus zwei Gründen. Ja. A, sind wir wieder im gleichen Raum. Ja, das ist schade, ja. Absolut. Ich hätte dich gerne wieder weg und gar nicht gehört. Aber egal. Ich habe mega kreative Vorschläge gelesen in den Kommentaren. Ja, ich auch. Da gehen wir nachher sicher nicht drauf ein. Ich vermisse auch etwas, aber das sage ich nachher. Ja, das weiss ich. Das habe ich letztes Mal schon gedacht. Aber ja, du weißt schon, wieso das weggeräumt haben. Und vor allem haben wir wieder einen Gast. Aber wer das ist, erfahren wir natürlich später. Erste Rubrik, Rückblick und Ausblick. Jetzt hast du letzte Woche nach der Ferie hast du nie verkackt und jetzt beim ersten Knopf drückst du Leben. Ja, mein Fehler. Aber weißt du was? Das Offizielle fehlt, bevor wir überhaupt reingehen. Stimmt. Unser Gast hat es gut gemacht. Er hat sich eine Scheibe abgeschnitten von all den anderen Gästen, die schon gekommen sind. Ja, deswegen anständiges Bier gebracht. Wo man herausgefunden hat, dass es ja doch auch von Heineken ist. Ja. Kommt zuerst der Gast. Cheers. Cheers. Wohl. Endlich wieder einmal ein Bier. Ja, jetzt muss eine Woche warten wegen dem. Ja. Ja. Oli, willst du mit dieser Rubrik anfangen? Jawohl, oder Kategorie? also für das die Episode 2 Tage alt ist, haben wir doch schon einige Kommentare darunter gehabt. Ja. Ich konnte nicht schauen, hat es bei dieser App auch gesponnen, wie viele das schon gelost haben. Hey, ja, das haben wir immer 0 angezeigt. Gell, bei mir Ja. auch? Okay. Ja. Hast du gut. heute schon geschaut? Ja, 0. Immer noch? Vor dem Podcast habe ich noch geschaut, ist immer noch 0 gestanden. Ja. Und ich dachte, es kann nicht sein, also wir haben doch 3 Kommentare, nein 2, wo ich darauf eingehen. Ja, es sind immer noch 0. Okay, komisch, das App spinnt in dem Fall. Ja. Erster Kommentar ist vom Lorenz Keller. Er hat sich noch bedankt bei uns auf Insta, dass wir ihn erwähnt haben. Und gesagt, ich darf gerne mit ihm Zander fischen am Kundi oder in Italien, glaube ich. Ich bin ja gespannt, ob du dann etwas... Ich meine, Holland ist ja auch wieder Kundelfingerhof, was Zander angeht. Eben ja, also ich habe das Jahr Hoffnung, dass ich wirklich mal meinen Zander fange dort in Holland. Da müssen wir nicht mehr im Podcast darüber reden, das geht mir lang auf den Sack. Aber Lorenz, danke vielmals für dein Angebot. Ich komme gerne darauf zurück, wenn es nicht sollte klappen. Und sonst können wir sonst mal gerne fischen zusammen. Sehr gut. Dann, der Kommentar hat mir am besten gefallen vom Sam. Hast du gedacht? Und zwar, Sam, das machen wir. Er hat geschrieben, wir machen einen Pappaufsteller von mir in lebensechter Größe, den wir könnten herstellen, wenn ich das nächste Mal nicht da bin. Denn ich hatte ja so lange Zeiten nach mir gehabt. Dort ist mir zwar noch in den Sinn gekommen, du hast Geburtstag gehabt und du hast ein schönes Geschenk. Ich weiss nicht, wo ich das habe. Schönes Geschenk von mir bekommen und er hat es nicht aufgestellt. Bild, ja, danke. Übrigens wegen dem Pappaufsteller, Bauproduktverordnung, also das Problem ist, Brandlast in diesem Raum ist sonst schon zu gross, also mag es ein Pappaufsteller leider nicht mehr leiden. Mega schade, sonst hätte ich natürlich sofort ja gesagt, aber... Kein Problem, der Sam, du glaubst auch Statue-Sponsoren aus Stein. Ja. Hast du noch einen, wo du darauf eingehen willst? Sonst. Nein, das wären die Ich habe noch Kommentare einen, und zwar von der Michelle Jost-Glor. Das ist, glaube ich, nicht sie, die mich den Podcast hört, sondern irgendjemand anderes, ich glaube, dort aus dieser Familie, die haben irgendein Profil, glaube ich, geshared. Und zwar hat die Person geschrieben, lustig, ich habe gerade nach dieser Folge müssen, in Anführungszeichen, Folge 1 hören, weil die Person am Autofahren war und es kommt automatisch in Folge 1 wieder. Bei etwa 13 Minuten sagt der Oli noch, dass er noch nie einen Haken hat müssen rausoperieren. Das kann sein, ja. Und kaum aber einmal, Oli, mit der Familie in die Ferien, probiert dort einen Fisch zu fangen, schafft nicht einmal das und zudem haut man sich noch einen Haken ins Bein. Ja, es muss eben. Irgendwann, du wartest ein bisschen drauf als Fischen, dass das irgendwann passiert. Absolut. Das ist so. Geht mir auch so. Ich habe es zum Glück bis jetzt, halt so lange, auch noch nie geschafft. Hoffen auch, es bleibt so natürlich. Sonst der Sam macht sicher uns ein Video, wie man den Haken jetzt mit dem... Haben sie mit dem Silch rausgenommen, ja. Aber ich glaube, da gibt es tausende Videos davon. Also. Aber eben, wer findet schon Zeit, um in so einer Situation dann noch YouTube oder Insta zu schauen? Das, ja. Ist ja gleich. Dann habe ich noch etwas Kleines, und zwar noch einen Nachtrag. Wir haben ja darüber geredet vom Survival of the Fishes, von Hecht und Barsch, das neue Format. Und ich gehe davon aus, dass sie den Song, wo jetzt gerade der Nico abstellen wird, vom Eminem, dass sie von dort die Idee geklaut haben. Hörst du so Musik? In dem Fall? Yes. Okay. Also, hören wir zu.
Obwohl, es heisst zwar Survival of the Fittest. Ja, aber wahrscheinlich dann kannst du ersetzen mit Fishes, Ja, oder? Und dann ja. hast du es. Eminem, der Song Survival vom Album Eminem 2. Keine Ahnung, irgendwie so. Keine Ahnung. Ja, ist ja gleich. Ich habe gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, den Titel, habe ich gedacht, das kommt sicher von dem Song. So, das wäre der Nachtrag gewesen. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die angenehme Rubrik und zwar zum Vorstellen. Haben wir eigentlich gesagt, wir machen dort eine Rubrik schon, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir auch nie sicher. Ja, egal. Manchmal haben wir sie nicht. Und, wie wir ja schon gesagt haben, haben wir einen Gast bei uns. Er ist mega ruhig. Ja, das ist ja richtig so. Stimmt, wir haben ja das Maul verboten. Genau, wir haben ein Panzertape über das Maul da. Er weiß ja, was sich gehört im Podcast. Mit dem Bier hat er schon mal alles richtig gemacht, was man am Anfang überhaupt richtig machen kann. Das ist sensationell. Und ja, ich würde sagen, wir stellen euch doch den Gast gerade mal vor. Liebe Fischverrückt-Community, unser heutiger Gast ist bekannt in der Schweizer Fischerwelt. Ciao Nico, ciao Oli, ciao Fischverrückt-Community. Er ist Teamfischer bei einer weltbekannten skandinavischen Marke und fängt dort regelmäßig seine dicken Fische. Ich müsste entscheiden, also wenn ich nur noch mit einem Köder fischen auf verschiedene Fischarten, würde ich den Westin Shetties nehmen. Aber das ist ihm nicht genug. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und weil ihm ein einfacher Fischerladen zu wenig Action ist, Du, mir ist noch eine Idee gekommen. er hat sich dann gedacht, ich übernehme doch noch ein Fischerparadies in den Bergen. Mache ich natürlich sehr gerne. Aber nicht zuletzt ist unser Gast ein Turnierfischer. Predator Tour hat er auch schon ein paar Mal mitfischen und hat dort ein besonderes Erlebnis mit heimgenommen. Oder eben nicht. Wenn wir noch mal schnell darüber reden. So, ich hoffe, das passt so. Unser heutiger Innerschweizer Gast hat noch ganz, ganz viel zu erzählen, da sind wir uns sicher. In einem Podcast war er aber bis jetzt noch nie gewesen. Jo. Aber genug erzählt jetzt. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßt mit uns am dritten Mikrofon den Dani Odermatt. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen, Dani. Salut. Fleissiger Kommentierer und Hörer von unserem Podcast. Und jetzt hockst du selber da. Wie fühlt es sich an? Ja, schön. Das erste Mal in einem Podcast. Spannend. Stimmt das doch, kann ich doch kein Zeichen erzählt. Das habe ich auch mal so raus. Hey, nicht genug Props an dich. Die Line mit dem Ding, da hat er sich noch das Paradies gekauft, den finde ich top. Der Ja, ist geil das ist wirklich geschrieben. geil. Aber er ist geil geschnitten, Mann. Das ist wirklich geil geschnitten, Oli. Muss ich sagen. Warte mal geschehen. Danke, danke. Bravo, bravo. Sehr nice. Wirklich. Ja, Dani. Ich glaube, über etwas müssen wir nachher schon noch reden, aber das sparen wir uns für später. Ja, da haben wir auch noch ein paar Community-Fragen dazu. Ich ahne es, glaube ich. Willst du noch etwas ergänzen, was wir vergessen haben? Nein, soweit ist das gut so, ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Rubrik. Und zwar ist das... Meine Woche, deine Woche. Ich weiss, wir lassen den Gast anfangen, Oli, aber... Also, deine Woche, die war ja bombastisch gewesen. Meine Woche war brutal gewesen. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen zuerst schon zum Dani. Ja, jetzt muss ich überlegen, aber ich habe mir natürlich schöne Notizen gemacht. Bin natürlich vorbereitet, darum habe ich da mein Tablet auch dabei. So ein Streber. Aber der Applaus hat er verdient. Der Applaus hat er verdient. Ist fast besser vorbereitet als wir. Ja, ganz sicher. Also, ich fange gerade mal an. Von letzter Woche haben wir am Lungersee das Fischen trotz Handicap gehabt. Das ist ein cooles Projekt vom Schweizer Fischereiverband, vom 111er Club. Das sind verschiedene Fischervereine, die da mitmachen. Wir haben auch mitgemacht vom Fischerparadies Lungern. Haben dort eine Gruppe Personen mitgenommen. Und sind mit denen fischen gegangen und es war wirklich ein mega tolles Erlebnis gewesen. Die Freude, die die Klienten, die dabei waren, verspürt haben, das war genial gewesen. Cool. Auch der Fernseher ist noch gekommen, Tele 1, und wo die Kamera gesehen haben, die sind voll ausgerastet. Also da hat es deren dabei gehabt, die haben noch Jubeltanz gemacht und haben dann auch fleissig Interviews gegeben. Es war wirklich ein mega cooles Projekt gewesen. Kann ich jedem ans Herz legen, der sich in einem Fischerverein engagiert, macht dort mit. Was habt ihr dort für eine Rolle? Habt ihr Bötchen zur Verfügung gestellt? Oder Ja, sind ihr, also habt ihr einfach ein paar Leute mitgenommen? Oder? Genau, wir haben das zusammen gemacht mit dem Fischerverein von Lungern, mit den Fischerfreunden. Wir haben 5 Bötchen gestellt, haben natürlich die Ausrüstung gestellt und pro Boot war eine Person von uns dabei, die einfach das Fischen gezeigt hat. Ja. Und haben wir doch ein paar Fische gefangen, also wir haben am Schluss etwa 20 Forellen gehabt und mega cool. Ja, die haben wir zur Nacht bekommen dort. Mega cool, hey. Sagst du, Ja. also, finde ich mega cool, so Aktionen, muss ich sagen. Ist ja, glaube ich, letzte
Jahr oder vorletztes Jahr ist es doch am Greifensee gewesen, glaube ich, oder? Ja, es ist verschiedene Ist- Orte. genau. Also es hat auch, dieses Jahr haben, glaube 8 Vereine total mitgemacht. Greifensee sicher eine, Zürichsee sind glaube 3 gewesen, Neuenburger See, Bielersee. Ah, das ist mehrmals im Jahr, das ist nicht nur einmal? Nein, das ist eigentlich ein Tag. Also wir haben es jetzt am Freitag gemacht, die meisten haben es am Samstag gemacht. Das ist schon gedacht, dass eigentlich alle etwa gleichzeitig machen. Also das ist, Mega. genau. Stark, ja. Okay. Nimmt mich wunder, ob der Sedi, der bei uns Gast war, auch mitgemacht hat. Ja, das wäre noch Könnte spannend. es mir aber noch vorstellen. Sedi, wenn du den Podcast hörst, hau doch geschwind in die Kommentare, ob du mitgemacht hast oder so. Oder ja, mach geschwind eine Sprachnachricht, kannst du natürlich auch machen, dann können wir sie mal einspielen. Sagen, wie es war und ob du dabei warst, ja. Sehr nice. Ja, dann bin ich noch am Lungersee ein bisschen fischen gewesen. Ich gehe eigentlich nicht so viel in der Freizeit, muss ich ganz ehrlich sein. Aber am Sonntagabend bin ich mal etwas gemacht, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich bin Hecht schleppen. Und zwar habe ich neue Köder bekommen zum Testen. Darf ich noch nicht genau sagen was, aber ich bin schleppen gegangen. Was? Mit grossen Ködern. Habe ich mal probiert. Also was ist bei dir gross? 20 cm aufwärts oder Ja, abwärts? schon 25 aufwärts, ja. Und habe 3 Kameras rausgehängt, habe 3 Köder rausgehängt und bin mal 3 Stunden rumgefahren. Habe natürlich keinen Biss gehabt. Das war mir nach 10 Minuten schon kotzlangweilig gewesen. Schleppfischer ist einfach langweilig. Sorry alle Schleppfischer, Ja. aber es ist nichts für mich. Aber ich habe die Bilder noch nicht angeschaut. Ich bin jetzt gespannt auf die Kameraaufnahmen, ob etwas drauf ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, haben wir mal schon so Kameraaufnahmen selber gemacht? Ja. Mit Ja. mit der Waterwolf habe ich es mal gemacht, ja. Und? Auch beim Schleppen am Sielsee. Und ich hatte einen Fisch drauf gehabt. Das ist also ganz dumm eigentlich. Ich habe den Köder rausgelassen. Und ja, das war in meinen Anfängen. So ein bisschen, ja. Habe ich den Köder rausgelassen und nachher habe ich Schluckschnur gegeben, einfach zum ein bisschen, dass der Köder ein bisschen dort bleibt, oder? Dass er nicht mitzieht, ein bisschen zum auf die Distanz kommen und dann ist die Kamera runter und die ist dann anscheinend auf den Grund gesunken und ist wieder aufgekommen. Und dann habe ich auf dem Bild gesehen, wie die Kamera runtergeht auf den Grund und dann gerade ein Hecht aufscheucht. Biss habe ich noch keinen Live-Biss gehabt bis jetzt. Ich weiss auch nicht, wo ich die Waterwolf habe. Ich weiss auch nicht, ob ich die überhaupt noch habe. Keine Ahnung. Ja. Also ich habe schon viele Aufnahmen gemacht, das ist recht cool. Also jetzt mit der neuen Westin-Cam, die ist sehr klein, die ist glaube 24 Gramm. Die kannst du easy vorher her tun. Und da habe ich wirklich schon bei Meglifisch und bei allem Eisfisch habe ich auch viele Aufnahmen gemacht. Ist cool, aber man spürt halt Biss nicht mehr gut. Also, Weil es einfach 24 Gramm schwerer ist, gell? Das macht also es schon noch. du spürst ab und zu Biss, aber wenn du noch auf der Kamera schaust, merkst du, dass du das x-fache mehr an Biss gehabt hast. Ja. Aber es ist cool, um irgendwie Köder zu promoten oder so, aber jetzt wirklich zum tagelang damit fischen, das ist eigentlich kacke. Ja. Ja. Aber, Wie heisst die Cam? es gibt Escape Cam Escape, und genau. Explore Cam. Es gibt 2, eine grössere und eine kleinere. Die grössere ist 40 Gramm, die kleinere ist 24 Gramm und der Unterschied ist einfach die Akkulaufzeit. Ja. Oder die grössere vor allem für Schleppfisch und die kleinere. Aber ich habe früher auch die grösser gerührt, das geht auch. Ja, ja. Gut, wenn du die Route dazu hast. Ja. Jetzt kann ich sagen, dein deutscher Teamfischer-Kollege Marius hat ja für den YPC trainiert. Ja. Und sie sind auch in die Polders gegangen und haben ohne Haken gefischt. Dafür hat er auch die Cam gemacht. Ich glaube, ein Hecht sieht man dort drauf. Aber ich habe die Idee noch geil gefunden. So, wir fischen ohne Haken, wir können euch keinen Fisch zeigen, aber ich hänge wenigstens die Kamera hinein, als würdet ihr etwas sehen. Habe ich auch noch eine geile Idee gefunden. Das ist schon cool, wenn du natürlich so ein bisschen das Leben unter Wasser siehst, Ja, finde ich voll. schon noch geil. Also, ja. weißt, Ja, und das ist auch spannend, eben, wenn du mal siehst, wie die Fische den Köder attackieren, oder? Ich meine, mit dem Livescope hast du zum Beispiel ja auch, siehst du es ja auch, aber es ist halt mit der Kamera gleich noch anders, oder? Wie kommen sie, oder wie oft kommen sie? Gerade auch beim Schleppfischen gibt es coole Aufnahmen von Seeforellenfischern, wo du halt siehst, wie die Seeforelle x-mal auf den Köder schießt. Das merkst du oben nicht. ja. Und immer daneben. Genau, Ja. und das ist wirklich noch spannend. Ja, glaube ich. Ja, das ist sicher mega. Ich bin gespannt, wie die Aufnahmen werden. Wenn du dort irgendeinen drin hast, kannst du mal zukommen. Du schauen, ja, was die Wenn die Woche Köder schaffen. draussen sind. Ja, Köder muss ich noch rausschneiden, die darf ja, ich noch nicht, ja. noch nicht zeigen. Kommt darauf an, wenn das Wasser trüb war, dann siehst du Ja, es die ist Köder rein. Lungern, es ist relativ klar. Lungern ist eben selten trüb. Selten, außer wenn gerade Schmelzwasser kommt, dann ist es so milchig. Aber sonst ist er eigentlich... Milchig ist er viel, aber Ja. trüb ist er nicht. Ja, und dann, was sind wir noch gesehen? Ah ja, was haben wir gemacht die Woche? Ich bin noch das Boot putzen. Gestern habe ich mal mein Boot wieder ausgewassert. So 2-mal im Jahr nehme ich das raus, tue es mal putzen unten durch, dass es wieder ein bisschen schneller läuft. Der läuft gerade wieder 3-4 km/h schneller. Und sind wieder ein paar Algen weg und es glänzt wieder. Meine schöne Folierung ist wieder am Glänzen, der Kalk ist weg. Und Wo hast du es? Du hast es ich habe es am Vierwaldstätter See jetzt schon stehen. auch beim Herzog, gell?
Oder nicht? Nein, vorne, beim Vierwaldstätter See. Du hast es im okay. Das ist dort, wo der Alpnacher See gerade in Vierwaldstätter See bei der Brücke. geht, bei der Brücke, genau dort in dem Bootshafen. Okay, ja. Genau. Okay. Stark. Ja, so ein Boot putzen. Ja, scheisse Arbeit, aber muss halt auch gemacht sein. Ja. Gehst du oben durch auch mit dem Hochdruckreiniger alles? Ja, jetzt das Mal habe ich es nur unten durch, also das Unterwasser und aussen. Aber sonst tue ich rein, dann kannst du wirklich den Teppich und so einmal im Jahr richtig rausputzen. Tut ihm gut, gell? Ja, gerade so nach dem Winter ist die Winterfischerei ist immer so hart, die Hechte schiessen im Winter so viel. Ja, das ist immer das Boot vollgeschissen. Also im Frühling musst du richtig den Teppich rauskerchen. Absolut. Aber nur im Winter, wisst ihr, wieso es das ist? Hey, ich weiss es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wenn du dort einen grossen Fisch hast, keine Ahnung, es lettert einfach raus irgendwie. Ja, aber nur im Winter. Ja, und es ist nicht irgendwie ein Laich oder so, es ist wirklich Kacke, die rauskommt. Es stinkt auch grausam. Ja. Hey, keine Ahnung wieso. Und es ist auch so weisslich zum Teil. Ja. Ganz komisch irgendwie. Keine Ahnung, ich weiss nicht wieso. Kein Plan. Ja. Interessant. Ja, schönes Thema. Ja, erzähl weiter, Dani. Ja, das war eigentlich schon meine Woche gewesen. Ja, okay. Ja, gut. Aber in dem Fall fischen, ja, das ist... Ja, so kurz. Ja, immerhin. Ja. Sehr gut. Oli, ich mache meine zuerst, bevor du deine Long Story Short kannst erzählen. Grauenhaft. Wenn es okay ist. Ich bin auf dem Zürichsee fischen. Wir sind Hecht fischen. Wir sind gezielt auch erst später raus mit dem Scope. Das Boot hat immer noch ein geiles Mojo. Ich finde das geil. Langsam schäme ich mich fast ein bisschen, dass ich noch keinen geworfenen Fisch auf dem Boot habe, sondern alle gescoped habe. Aber ja, das wird sich dann ändern. Am Samstag werfen, dann werde ich sicher einen geworfen bekommen. Auch wenn es so ein kleiner ist, aber hauptsächlich mal wieder einen geworfen drauf. Habe unterdessen natürlich noch das Boot fertig gebaut. Für all die das Video noch nicht gesehen haben, es ist heute über mein, also am Dienstag, wenn ihr den Podcast hört, über mein Profil raus, über mein Private. Ich finde, es ist recht geil gekommen mit dem Teppich und so. Sieht wirklich sehr nice aus. Was noch fehlt, ist eine Onboard-Beleuchtung, also die Deckbeleuchtung selber. Ich habe die Fächli-Beleuchtung, die habe ich. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hinten noch so einen Splashguard tun. Weil das Problem ist, wenn wir das zweite im hinteren Bereich vom Boot sind, weil ich einen 20 PS Motor dran habe, ist er halt doch relativ hecklastig. Jetzt mit dem Casting-Deck ist es besser geworden. Aber je nachdem, wenn eine grosse Welle kommt oder wenn du schnell hinterher gehst, dann mag ich ins Wasser schwappen. Jetzt bin ich mir mal überlegen, ob ich dort noch so einen Splashguard tun, obwohl das ist dann auch nicht auf der ganzen Länge, weil der Motor braucht ja auch noch irgendwo einen gewissen Teil am Spiegel. Ich weiss nicht, ob das wirklich auch etwas bringt. Mal, das bringt sehr viel. Schon. Also ich habe es bei meinem Boot auch. Und beim Motor hast du dann eigentlich so Gummi wie. Und da schließt ziemlich beim Motor zu. Ja. Und das lohnt sich schon. Also vor allem, wenn man in Holland und so bist. Hast du das Problem in dem Fall auch, dass wenn grössere Wellen kommen zum Teil und eben beide hinten sind, oder zwei Nasen hinten sind, lange es bei mir eben schon? Also bei mir war es halt viel beim pelagisch Fischen, wenn du halt rückwärts genau, das auch. Mache ich jetzt nicht mehr, darum ist das nicht mehr so das Problem, aber es ist auch sonst, bin schon manchmal froh gewesen drum, also die Investition lohnt sich. Ja, muss ich nachher noch fragen, woher du das hast, aber können wir dann im Off noch diskutieren. Ja. Hey, ja, und das wäre es dann eigentlich bereits, jetzt muss ich aufpassen, das wäre doch bereits schon gewesen, ja. Ist nicht so lange Woche Nein. Dienstag bis am Dienstag? Nein, wirklich nicht. Oh, ich bin mit dem Kleinen noch fischen. Stark. Hey, ich habe ihn wieder mal mitgenommen. Er war am Montag krank gewesen. Also krank, am Sonntag hat er noch Fieber gehabt. Wir sagen immer, einen Tag fieberfrei muss ein Kind sein, bevor wir sie in die Kita geben. Ja, und er hat am Sonntag noch Fieber gehabt, dann haben wir ihn am Montag nicht geben können. Dann haben wir gesagt, gut, dann bleibe ich daheim, dann ist die Frau arbeiten. Und dann habe ich den Kleinen gefragt, sind wir übrigens auch das Boot raussaugen vom Freitag noch. Wir haben Pringles drauf gegessen. Übrigens, alle, die das Boot haben, essen nie Pringles auf dem Boot. Das ist top verschissen. Die sicher bleiben kleben mit dem Wasser des Grauens. Die musst du wirklich gut abkratzen. Da habe ich gesagt, was willst du machen? Und dann sagt der Kleine fischen. Dann habe ich gesagt, ja, so gut, dann gehen wir doch fischen. Und dann sind wir Egli fischen. Und das doch ein Egli habe ich rausgebracht, ist dann aber wieder runtergepurzelt. Klassischerweise natürlich keinen Käster mitgenommen. Und das zweite hat dann einfach noch gebissen, habe ich bis ans Land gebracht. Und dann ist es hat sich es nichts Grosses gewesen. Halt so ein verzweifelter Egli gewesen. Aber ist gut, ich habe meine ersten 2 Egli gefangen dieses Jahr. Stark. Ich als passionierter Egli-Fischer. Und der Kleine hat Freude gehabt. Er hat sehr viel Stein ins Wasser reingerührt und die Fische haben das so gleich gebissen. Also eben, so Stein ins Wasser reinrühren. Ja,
Das ist doch sicher auch so ein Mythos, oder? Ja, ich habe das Gefühl. Klar, wenn es natürlich gerade hinten anschwimmt und es geht ein Stein, dann gehe ich schon davon aus, dass sie weggehen. Aber ich sage jetzt gerade ein Segel, das du von der Kante her und durchholst, wenn es dann beißt, ja, glaube ich nicht, dass... Also, ich weiss nicht, ob es wirklich so viel ausmacht. Ich würde es nicht gerade präferieren. Also wenn einer nach mir über Steinswasser rührt, würde ich sagen, hey, kannst du bitte aufhören, das ist mein Sohn natürlich, dann ist es etwas anderes, weil dann hat er Freude und ich habe auch Freude, weil ich fischen darf. Dann jetzt gerade eine Story dazu. Also ich habe mal einen Kunden bei uns am Lungerensee, der hat ein Boot gemietet, da bin ich das ihm erklären an Steg ab. Der kommt er mit einem Kessel voll und hat einfach so ganz feinen Splitkies drin, den du brauchst im Winter, um die Wege eisfrei zu machen oder runterrutschig. Die haben gefragt, was machst du mit dem? Dann hat er gesagt, ja, mit dem tue ich die Forellen anlocken. Wenn ich das reinrühre, das ist wie Futter, oder? Dann haben die das Gefühl, dass von der Zucht... Ja. Okay. Ja, aber du... Hat er voll gehabt wenigstens? Oh, das weiss ich nicht mehr so Weisst genau. Ich habe ihn ein bisschen ausgelacht. Also. Kann ich verstehen, hätte ich wahrscheinlich Ja, auch. Aber nein. es macht irgendwo durch schon noch Sinn, weil sie sind sich ja gewöhnt, die Fische, das Futter oben nie... Also ich kenne es von der Fischzucht zu Bremgarten, da bin ich auch mal schauen und dann hat er Futter oben nie gerührt. Und die Fische sind natürlich gerade rasend schnell auf die Stelle zugeschwommen, wo das Futter reinkommt. Also... ja. Es ist ja du als Forellenfischer, müsstest ja das wissen. Wenn du mit einem Mädchen und einem Bulldog fischst und das Ja, das reinrührst, dann kommen doch die Forellen immer Ja, dran. das stimmt, das stimmt. Hast du das Darum noch tue nie? ich nie ein Mädchen dran, nimm mir die Challenge. Ah, Seit letzter Woche hat er ja zugegeben, dass Forelle wenigstens ein Raubfisch ist. He? das bestreite ich zwar. Danke. Merci Forellen vielmals. ist eine Forelle und Danke vielmals, Dani. Warte. Aber du kannst sie mit, So, aber jetzt soll ich dich vergöttern. mit Raubfischköder fahren. Also, von dem her. Richtig, Aber absolut, als absolut. Raubfisch gehen es für mich auch nicht. Finde ich super. Hey, wenigstens einer, der mit mir sympathisiert. Ich finde das genial. Das wäre meine Woche gewesen, Oli. Meine ist schnell abgehakt. Arbeiten. Danke. Nein, bei mir war wirklich nicht los. Ich musste arbeiten, wie bügeln. Das Wieso? ganze Wochenende auch, weil wir ja, Gietikerfest hatten. Stadtfest, gell? Stimmt. Darum ist nichts bei mir mit Fischen zur Zeit. Und wie sieht es kommende Woche aus? Steht wenigstens ein bisschen etwas, wo du Dinge kannst sagen? Nein, das ist so Familienausflug noch mit meinen Eltern und so. Also nein. Nichts mit Fischen. Ich habe gesagt, September ist ein richtiger Scheißmonat für mich. Wow, Ich läuft. bin froh, wenn er durch ist und der Oktober kommt. Läuft. Okay. Darum würde ich sagen, komm, wir gehen in die Infos aus der Szene. Und da bin ich brutal auf den Dani gespannt. Der Dani hat heute noch 2 Nasen gesehen, die sehr viel in dieser Szene wissen. Und ich könnte fast davon ausgehen, dass die dir noch etwas mitgegeben haben. Nicht? So ein Nein. bisschen infotechnisch. Wirklich? Nein, nicht einmal. So langweilig? Oh Nein. Mann. Es ist auch nicht viel gegangen. Also ich habe mir Okay. ja überlegt, was könnte man da so ein bisschen droppen oder erzählen, aber irgendwie ist es noch schwierig diese Woche. Ja. Hast du irgendetwas aufgeschrieben? Ich habe 2, 3 Sachen. Ja, du vorbereitet, weil du bist es ja absehbar Also. gewesen. Wir fangen mal an, was ich gesehen habe auf dem Instagram oder Facebook von Sebastian Hennel. Der hat einen offenen Brief geschrieben an Fischereiverband von irgendwo, weil sie jetzt über das Live-Scope-Verbot diskutieren an der Bleilochtalsperre. Und der hat den offenen Brief dann online gestellt und ja, es sind etwa die gleichen Punkte Stimmt. wie da in der Schweiz, oder? Er sagt einfach, die Technik kann man nicht aufhalten, Technik kann man nicht verbieten, das Mitführen ist auch grenzwertig, das zu verbieten. Und schlussendlich kommen die Verbote einfach von Leuten, die von dieser Technik keine Ahnung haben und es kommt meistens aus dem Futter nicht raus. Und wir sollten, anstatt das Ganze verbieten, halt Spielregeln schaffen. Eigentlich das, was bei uns in der Schweiz auch ein Genau. riesen Thema war. Oder vor allem bei euch im Genau, das Vierwaldstättersee. ist eigentlich genau Was das. auch gefordert worden ist. Genau, in dem das Sinn, ist die von der Gegenseite. Argumentation, die wir eigentlich auch immer gesagt haben. Und es ist halt auch dort, glaube ich, es geht relativ schnell und andere Gesetze wie Fangfenster und so, die sinnvoller wären, werden immer rausgeschoben. Und ja, das geht nicht so schnell, aber in solchen Sachen geht es dann plötzlich schnell. Mhm. Und der Dialog wird halt nicht gesucht. Ja. Wie sieht das eigentlich? Kleine Zwischenfrage. Der Hell übrigens, der hat auch einen Bericht mal gemacht im Petri Heil, wenn es mir recht ist, gell? Über das Live-Scope, habe ich Das gemeint. kann Über das sein. Live-Sonar. Ja, also er hat kein Garmin Live-Scope, er fischt mit dem Lorenz, das erwähnt er dann auch immer. Mit dem Active Genau, Target dass ist er das, kein Live-Scope hat. Ja, man sagt ja Live-Sonar ist eigentlich Genau. die richtige Bezeichnung, nicht Live-Scope. Genau. Live-Scope ist ja... Er hat übrigens auch einen sehr spannenden Podcast. Ich werde jetzt auch ein bisschen Schleichwerbung machen. Also den höre ich auch sehr gerne. Der Wie- zweitliebste Wie heisst Podcast, der? den ich höre. Ja, danke vielmals. Sebastian Hennel. Irgendwie. Zander
der Zander-Podcast. Okay. Und der ist wirklich mega cool. Also gerade letztes Mal hat er eine Folge gemacht. Er ist im Sommer immer in Schweden. Und er hat eine Podcast-Folge gemacht während dem Zanderfischen. Und er hat halt immer wieder Zander gefangen während dem Podcast. Das war noch lustig. Auch wenn du nichts siehst. Ich sehe es nicht, Kannst du- ja, aber aber es kannst ist du- mega spannend. Und er hat, glaube ich, irgendwie 30 Folgen und hat, glaube ich, afrikanischen Gast gehabt. Und er redet immer allein und er redet 1,5 Stunden durchs Band und es ist wirklich spannend. Stark. Das finde ich eben noch krass. Oder habe ich einfach Respekt vor Leuten, die das Ja. allein machen. Ja, Ich kann mir jetzt das nicht vorstellen, allein so einen Podcast zu machen. Ich stelle es mir recht monoton vor. Ja. Ja, er hat halt ein brutales Fachwissen. Also, wenn du, Oli, alle die Folgen hörst, dann gumpet dir Zander zu Holland. Super. Ich habe gerade gedacht, das mache ich doch noch. Nein, einfach wirklich, kann ich jedem Zanderfischer nur empfehlen. Hört den Podcast, der lernst brutal viel auch über das Verhalten des Zander. Und also der Typ, der denkt wie ein Zander. Das ist Unbedingt echt mal krass. hören, ja. Ja, muss ich auch mal machen. Nehmen wir gerade vor, auf nach der Ferien. Ich gehe jetzt in die Ferien und dann habe ich ja genug Zeit zum Podcast zu hören. Das ist schön. Gut. Was geht eigentlich bei euch im Sinne von... Kannst du dort etwas sagen? Nein, da weiss ich auch noch nicht. Weiss Die nicht. Klage ist vor Bundesgericht und Aber ist auch noch nicht mehr draus in Nein. dem Sinn. Man weiss einfach, es wird abgelehnt, aber... Also abgelehnt, das Verbot wird eingehalten, mehr oder weniger, nehme ich mal an. Hörst du nicht irgendwie etwas? Also, ja, es hat schon den einen oder anderen Verstoß gegeben, der geahndet worden ist. und das führt wirklich zu einer Busse, das ist rechtskräftig. Das weiss ich nicht ganz genau. Also ich kenne die Person nicht. Das sind auch so Sachen, die man halt hört. Ja. Ich weiss jetzt aus anderen Kantonen, es gibt glaube ich auch noch Leute, die gleich rumfahren. Also man sieht es ja relativ Ja. auffällig. Ja. Und ja. Muss jeder selber wissen. Ja. Ich Wir find's wollen da nicht- nicht dazu aufrufen Nein, oder so. ich finde es überhaupt gar nicht korrekt, wenn man es macht. Ja. Ich finde das Verbot nicht korrekt, aber es ist so, wie du Ja. sagst, ich finde es auch nicht korrekt, wenn man es dann gleich macht, weil schlussendlich wird man ja nicht irgendwie als Sünder Genau, da sein, in dem Sinn. Oder? Also, ja. das ist es. Betrifft ja den alle Fischer und nicht nur die sich nicht ans Verbot halten. Okay. Ja, dann glaube sonst habe ich nichts. Okay. Oliviero. Hey, einen haben wir zusammen, habe ich gesehen. Yep. Jawohl, komm, wir fangen jetzt starten mit der. Nein, hör doch mit deren auf. Gut, dann hören wir mit der auf. Also, Nein, warte. komm, das machen wir so. Mach, was du willst. Stucki hat ein nices YouTube-Video aufgeladen. Am Bergsee, was fängt besser, Löffel oder Wobbler? Das ist Ich doch glaub- das Old School versus New School. Irgendwie so. Genau, heisst ja. das? Also das heisst Löffel versus Wobbler, glaube ich. Ah, okay. Aber ja, es ist so ein bisschen, sie sagen das ein bisschen Oldschool, New School. Habe ich noch cool gefunden, dass der Ronny das erste Video so macht, wo es auch schwätzt, wo es nicht nur ein Bait präsentiert oder irgendwie über den See reinfahren und ihre Schleppköder da hinten reinziehen. Mhm. Haben wir Ronny auch geschrieben, weiter so unbedingt. Finde mega cool, wenn auch unsere Schweizer Brands Videos starten. Absolut. Könnten wir Ja. unbedingt mehr machen. Dann in dem Moment, wo wir da schwafeln, hat heute Morgen, glaube ich, WPC gestartet. Mit dem Morgen Junior startet. oder morgen. Ja, Also Junior Cup heute ist das hat Turnier mit Junior, Genau. oder? Morgen startet sie dann das offiziell. Ja. offiziell. Dass du nicht, Dani, was ist los? Ja, wir haben auch das Jahr schon nicht mehr Predator Tour gefischt. Ist gerade gut mit Turnieren und WPC hat mich eigentlich so nie gerade gereizt. Ja. Okay. Dann Nico, hast du das gesehen? Maximus hat eine Rolle, Minigun. Ist mir vorgeschlagen worden. Ja, aber ich darf noch nicht mehr dazu sagen. Okay, schade. Anscheinend. Ich habe gefragt. Gut. Ich habe es nicht gesehen. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, die Rolle von Max... Die Route finde ich geil. Die Rolle finde ich... Ja. Also ich habe sie mir nicht weiter angeschaut. Sie überzeugen mich nicht. Also ich habe, bin mir nicht mal sicher, ich glaube, ich habe eine da oder nicht mehr. Ich finde sie nicht so... Ja, es ist so ein bisschen... Ja. Es ist so ein bisschen ein Budget entsprechend, sagen wir es so. Ja. Okay. Es ist das wert, was sie kostet, nicht mehr. Ja. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Gefischt habe ich sie noch nie. Ich kenne aber doch den einen oder anderen, der sie fischt und der zufrieden ist auch schön. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist das wert, was sie kostet, nicht mehr. Also wenn sie 28 Franken kostet, ist sie 28 Franken wert und fertig. Ja, meine Einstellung. Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Dann haben wir YPC-Gruppe D, hat es jemand schon geschaut? Ich bin auch nicht dazu Ja, gekommen. natürlich. Ja. Ich weiss einfach, dass dein deutscher Freund damit fischt. Ich habe keinen Screenshot gemacht. Das mache ich ja nie von diesen Episoden. Ich verhänge Die es einfach immer. noch nicht liken. Ja, es ist eine schwierige Episode, hat es mich gedacht. Ja, es ist. Sie fangen nicht so viel. Nein, gar nicht. Es ist ja auch Schweizer Beteiligung dabei.
Hat die das in den letzten Jahren nicht gefangen? Sie hat Aber so, sie hat etwas gefangen. Sie hat ihren Kescher gefangen, den sie versenkt ja, hat. eben. Ich kann gerade sagen, sie hat so angefangen, wie sie aufgehört hat. Egal, es ist aber bei allen nicht gut gelaufen. Es ist wirklich eine sehr, sehr zähe Episode. Also, Das haben wir auch schon letzte Woche du gesagt. musst dann viel vorspulen, wenn du nur die Fänge willst sehen. Du bist Okay. manchmal am Spulen. Es sind nicht so viele Fänge, habe ich das Gefühl. Ja, und ich habe gerade dann wieder gedacht, da beneide ich niemand, der jetzt Nein, dort gar muss sein. Und ja, es ist nicht immer einfach. Eben, Ja. auch schon mal ein Turnier gefischt, es ist nicht immer einfach, wenn du musst liefern und es geht einfach nicht. Ja, klar. Du klar. wüsstest, wie es geht, aber es läuft einfach Ja, nicht. Also, ja. da verzweifelst du, da drehst du durch. Glaube ich. Und vor allem, wenn du Spots nicht liefert, die im Training noch geliefert haben, oder? Wo du dann eigentlich, du verlässt dich drauf, das sind dann deine Safe-Spots, sage ich jetzt mal. Dann bist du dort und es geht einfach nichts. Es bleibt nur Ja, ein und die Kescher Spots hängen. sind ja in der Regel vorher geliefert, Ja, oder? genau. Und, ja, wenn du dich jetzt nicht brutal auskennst oder ein brutales Netzwerk hast, einfach sage jetzt wir Schweizer, die vielleicht nicht so viel dort oben sind, dann ja, hast du dann noch Scheiße. Kommst du ein bisschen strugglen, ja. Dann kommst du Ja. richtig und Ja. du hinterfragst auch alles, oder? Und Ja. dann ist wieder die Frage, ja, wie lange bleibst du am Spot, gehst du weiter, oder? Ja. Und dann fängst du eben nach einem halben Tag schon an zu strugglen, oder nach 2-3 Stunden schon. Und dann denkst du, oh, und jetzt geht es noch 6 Stunden so weiter. Ja, stell Darum mir habe schon ich auch heavy letztes vor. Jahr gut können nachvollziehen, wieso dass Christina so lange an dem Spot geblieben ist, weil der Spot hat sicher geliefert. Und in Holland, die Fische kommen meistens schon irgendwann. Ja, man hat es ja gesehen. Ja, in oder dem eben Fall nicht. sind Oder jetzt eben auch- nicht. ja, oder? vielleicht Also wäre es weißt- später gekommen, oder? Aber ich nehme an, sie hat nicht dort gefischt, weil sie im Training nichts gefangen hat. Also sie würde schon gefangen haben. Aber das ist halt das, wo Ja. dich dann eben musst Das- fragen, liefert ja. das Boot jetzt noch in Ja. der nächsten Das Minute ist oder einfach- gehe ich weiter? Und Das ist die finde dann- schwierigste Frage während dem Turnier. Ja. Gehe ich weiter Ja. oder gehe ich nochmal an den Spot? Und es ist schlussendlich auch Glück dabei. Ja, ja. Das sicher, ja, absolut. Aber ich absolut. meine, ich glaube, es war ein schwieriges Jahr gewesen, oder wie schwieriger Saisonstart. Es wird ja immer am Saisonstart von, Ja. von Holland gedreht und die kapitalen Fänge sind bis jetzt noch ausgeblieben. Ja, absolut. Also wir haben jetzt Ja, noch nicht so... also es sind ist ja schon in der, kein in der, PB geknackt worden, oder? nein, das nicht, Ja, aber in der glaub Gruppe nicht. A oder B sind, glaube ich, schöne Zander gefangen worden vom Roman. Jawohl. Der hat, glaube ich, irgendwie 2-3 schöne Zander mit den Toppis gekriegt, mit Ja, Skeletonius dort dort unter der gehabt. Brücke. Genau, mit dem Dropshot, schön langsam geführt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Technik drauf an und halt, ja, der Spot ist einfach matchentscheidend, oder? Ich Und- glaube, dieses Jahr sind es Brücken, hocken alle unter der Brücke. Habe ich auch das Gefühl, ja. Habe ich auch das Gefühl. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht in dieser Gruppe. Ich bin gespannt, wie stark das die fängt. Welche Gruppe A oder Gruppe, Gruppe D. D? Gruppe D jetzt. Weil dort ist es wirklich, ja. Sag schnell, wer alles mitfischt. Christina, Westin. Der Marius von Westin, nein, den Enrico schon. Nein, den Ist nicht der von Harzfishing noch der... Doch, nein, der ist auch. Der ich- Max Guder, der ist oder? eins vorher gewesen. Nein, mit dem nein, Enrico. der Nein, Max, der der kommt- Max ist ist der jetzt, nicht der mehr Max Er ist ist, doch jetzt, er ist doch auf dem Ding, Ja. sie sagen auf dem Thumbnail, mit dem Sander. ja, Ah, stimmt, der Max ja, ist der jetzt, auch genau. dabei, ja. Aber ich weiss nicht, wer noch, ich weiss, hey, keine Ahnung, da bin ich, Der mit den langen Haaren ist Ich- doch noch der. der war letzte Eule? Episode gewesen. Nein, Ah, der, der ist der, auch der, letzte der, gewesen. Ja, der, ich habe, Dings da, der bei drei- Italiener oder so, der Franzose, was es ist. Ja, Oder Spanier oder so, genau. Spanier, Der ist Fisch- letzte Episode Fisch gewesen. ab oder so. Der Cerveza. Fischas. Der Cesar, der ist in der letzten Cesar, Gruppe. genau. Ja. Hey, ich weiss nicht wer. Mit Namen habe ich es nicht so. Gut, Ja. nächste Woche sind wir wieder besser vorbereitet. Ja, ja, Ja. absolut. Ich Dann will- haben wir auch schon. Ich schaue es immer so Zweites. nebenbei mit einem Auge. Ich eben Darum auch. Auch Ich eben Fang, ich frage mich, ob jemand hast du den gesehen? Ich so, ja, ich glaube schon, aber ich habe es Ja, nicht genau, ja, wahrgenommen. genau. So geht es mir auch. Ja, Dann kommen wir wieder zurück in die Schweiz. Und zwar Toppis haut recht einen raus. Jetzt kommen zwei neue Köder. Einmal der Wormius, genau. wo diese Woche hoffentlich kann stark gehen. Also wenn ihr den Podcast hört, Also, sollte eigentlich der Release draussen Ich sein. habe ihn bestellt. Und bis ihr den Podcast hört, habe ich den im Lager. Haben wir den Robin versichert. Ich gehe nächste Woche an den Gardasee und ich habe den dabei. Da bin ich überzeugt. Den habe ich. Das ist Niemand der Käfer, oder? Nein, das ist der Wurm. der Ah, Wurm. ist das der Wurm? Unbedingt mitnehmen. Ja. Logisch nehme Also ich ich den. habe auch schon Videos gesehen von dem, vom Robin. Der Sieht ist- hure geil. Ja, der Robin hat ein geiles Ja. Video gemacht, wenn er so einen Der Maul ist hat und richtig- dann kommt so ein also- geiler Sound, wenn er so dance. Da habe ich schon ein paar böse Ideen gehabt mit Ja. dem, ich glaube. Ja. Der Also- könnte- Und ich glaube, es gibt etwas mit dir, dem Robin, und mit mir vielleicht als Kameramann. Können wir aber noch nicht mehr Vielleicht. sagen. Habe ich auch Spielst schon, du Projektplanung? habe ich auch Spielst schon du mit den ihm Bruno drüber oder den Kameramann? Genau. Dann, der, jetzt, oh bitte, ich sage es jetzt richtig, der Waschbius Waspius. ist so eine Insektenlarve. Genau, 2,4 cm groß ist die. Das ist eigentlich ein Wespe oder ein Bienenli, wenn man so will. Gibt es in 3 verschiedenen Farben. Das ist
ist auch TP und das war eigentlich mehr so ein bisschen ein Versuch von den Toppies, wo es ein 3D-Mold eigentlich gemacht haben mit dem Material. Eigentlich mega cool. Also, ich finde die Idee mega cool, muss aber sagen, ich selber kann mich mit dem Köder irgendwie nicht identifizieren. Keine Ahnung, ob der läuft. Das ist schon klar, dass du das wieder nicht kannst. Aber nicht wegen Forellen, Nein, sondern... ich glaube auch, du fängst Späß, Alet und nicht nur Forellen drauf. Ganz sicher. Mensch, ich weiss es nicht. Also, wenn du mit dem Robin redest, der schwärmt von dem Köder. Also, das ist... Und der kannst du eben, das Geile finde ich ja, den kannst du auch zum Flügelfischen brauchen. Ja. Und der ist brutal auftreibend. Also, mega nice. Ich bin gespannt, wenn ich ihn in der Hand habe, wenn ich ihn da habe. Oh, die Diskussion möchte ich dann hören. Wenn du einem Flügelfischer erzählst, du kannst den Gummiköder Ja, zum Flügelfischen hör auf, nein, lieber Dann nicht. machst du wieder ein riesen Fass auf. Ja, bin ich auch, habe ich auch das Gefühl. Das Ja, ist ja habe wie ich auch mit das dem Gefühl. bebleiten Streamer. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Robin hat noch eine Sprachnachricht gemacht. Und zwar, ich will da noch schnell anfügen, Nailsinkers sind auch gekommen. Ja. Richtig, es gibt zum Wormius Nailsinker. Also, Genau, zum Wormius Nailsinker und zum Waspius gibt es noch neue Jigheads. sehr geil. Gell, passend zu der Grösse 6. Aber hören wir doch einmal geschwind in die Sprachnachricht rein, die mir der Robin gemacht hat. Hola amigos, salut zusammen. Hey, danke vielmals für die Anfrage. Ja, wir haben den Waspius auf den Markt gebracht, beziehungsweise jetzt mal die ersten Händler beliefert. Wir haben noch nicht grosse Werbung dafür gemacht, das kommt dann. Ist eine kleine Wespe-Imitation, 2,4 cm groß, auftreibendes Material. Das kann man doch sehr vielseitig einsetzen. Für uns war es ein Testversuch, ob wir einen 3D-Mold bauen können. Brüder hat das alles designt und es hat funktioniert. Also mega happy. Haben aber einfach mal 3 Farben rausgebracht. Ist ein grünliches, ein schwarzes und ein orange. Heisst ein bisschen anders, aber so vom Vorstellen her. Und haben dann beim Testfischen, aber ist eigentlich nicht so ein Köder, wo ich schon viel fische, aber beim Testfischen unglaublich abgerundet mit, vor allem am Splitshot-Trick. Ein kleines Splitshot, 20 cm Vorfachen noch und dann einfach Einzelhaken und Waspius dran. Und dass er auftreibt, hast du ihn schön können, so im Bach vor allem auftreiben lassen, leicht. Und das hat ballert. Das war nicht normal gewesen. Also wirklich ballert. Du kannst ihn wirklich ganz geil so auftreibend runterlassen. Ein Kollege hat ihn schon als Indicator beim Flügelfischen eingesetzt. Einzelhaken dran und dann unten dran an Nymphen. Und sie sind sogar dort aufgeknallt. Und sonst hast du einfach geil so ein Wespe an der Oberfläche, wo als Indicator fungiert, der geil funktioniert. Und jetzt lassen wir gerade noch ein Newsletter an die Händler raus. Der Wormius kommt, wir haben es auf Instagram schon mal ein bisschen angekündigt. Ist eine Wurmimitation. Passend dazu bringen wir Nailsinker auf den Markt, Tungsten Nailsinker. Weil der Wormius auf beiden Seiten ist vorbereitet mit Kanälen, wo man Nailsinker reinstellen kann. Es hat einen Weedguard hinten drauf, dass man mit Offset-Haken fischen kann. Wormhooks. Und ist auch auftreibend. Du kannst am Free-Rig perfekt fischen. Carolina kannst du perfekt fischen. Treibt immer leicht auf, aber kannst eben auch wacky fischen durch Nailsinker. Mega vielseitig einsetzbar. Wahrscheinlich die erfolgreichste Testphase, die ich je hatte bei einem Köder. Als ich meinen ersten Wurf damit gemacht habe, ist direkt ein 46er-Regel rausgekommen. Ich glaube, so erfolgreich sind wir noch nie mit dem ersten Wurf gestartet. Und am Bach, der erste Wurf, hat gerade einen 60er Vorhalle gegeben. Also, es ist wirklich... es startet nicht immer so in der Prototypenphase. Oder in der Endphase der Prototypen. Das ist wirklich einfach ein Highlight gewesen. Richtig, richtig cool. Bin gespannt, was die Leute finden davon. Es hat 8 Stück in der Packung. Wir haben eine neue Packung gemacht beim Waspius und beim Wormius, das wieder verschließbare Boxen drin hat. Also, dass man nicht irgendwie nur rein Plastikdinge hat, sondern es ist eine Kartonbox mit einer wieder verschließbaren Box drin, wo man auf und zu kann klappen kann. Und alles schön klein, kompakt, dass man nicht viel muss mit das Wasser nehmen muss. Und sie heben ewig. Also macht wirklich mega Laune mit denen zu fischen, weil sie auch vielseitig einsetzbar sind und aufs Auftreiben. Bin mega gespannt auf die ersten Fangrückmeldungen von den Kunden. Bin selber mega im Hype. Wir sind als ganzes Team sind ein bisschen im Hype mit dem Köder. Und mega gespannt, was da retourkommt. Ob noch damit gefangen wird diese Saison oder ob das auf nächste Saison kommt. Vor allem gehen nicht schon langsam zu, aber die Egli sind ja noch voll dran. Also bin gespannt. Auf jeden Fall allen Tight Lines und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt euch Sorge. Liebe Grüße an Dani. Hoi Dani. Und natürlich euch beiden auch alles Gute. Ciao, ciao. Ich bin überzeugt, Jo. der Wormius, der bringt auch Zander und Hecht. Hey, ich habe das Gefühl, das ist
wieder mal ein Produkt, wo... Also Würm gibt es ja schon zu Tausenden, oder? Also die Kunstwürm, Kunstmaden gibt es ja schon zu Tausenden. Ich habe einfach das Gefühl, der Wurmjust ist einfach wieder anders. Er sieht auch anders aus. Und er ist aus anderem Material. Er ist auch aufgetrieben, er ist geflavored, also er ist gesalzen. Obwohl nicht so stark, wegen dem auftreibenden Part, weil je mehr Salz auf dem Köder, desto schwerer wird er halt auch. Aber ich glaube, das könnte bei überfischten Gewässern, vor allem im Bereich Egli, ein rechter Gamechanger sein. Und vor allem auch, wenn die Egli so ruhig sind wie jetzt aktuell. Aktuell ist es sehr ruhig bei den Egli, denkt es mir. Ich habe das Gefühl, das könnte ein Gamechanger sein. Ja. Ah, was würdest du jetzt fischen als Profi-Finesse-Fischer? Hey, ich würde glaube ich, Wacki fischen. Ja. Mit einem Nailsinker drinnen. Einfach auf einer Seite. Und dann so ein bisschen über den Grund züpfeln. Oder, was ich mir eben auch, also was ich gute Erfahrungen gemacht habe mit so Würmern, ist am Split-Rig. Ich habe gar nicht gewusst, was Split-Rig heisst. Ich habe einfach immer gesagt, nimmst das Vorfach, tust einen Wurm dran, einen Kunstwurm, einen Offset-Haken oder einen Dropshot-Haken und nachher tust du einfach hinführen, beim Snap tust du ein Playli dran knipsen. Die älteste Montage, die es gibt. Das ist für mich Bachmontage. Das ist für mich Bachmontage so. So haben wir so habe ich in der Anfangszeit, als ich noch da in der Innerschweiz bin, Bachfischen mit dem Adli, habe ich das so gemacht, habe ich das 1 Meter Vorfach genommen. Und da habe ich einfach ein Play an die Hauptschnur, aber auch nicht da. Das ist, wenn ich es abreisse, muss ich nicht immer das Play neu dran tun. Und ich habe beim Fluo keine Sollbruchstelle oder beim Hakenvorfach. Sondern ich habe dann einfach an der Schnur und an der geflochtenen Schnur das Play. Oder die geflochtene Schnur hat ja einiges mehr, was so dran bleibt. Und dann das Matli vorne dran. Und so habe ich eigentlich viel gefischt und auch gut gefangen. Und so würde ich dann wahrscheinlich auch den Wurmjus fischen. Also, aber so eben, fange ich immer an vor aller Saisoneröffnung. Glaube ich dir. Funktioniert. 100%. Ja. Und eben, ich glaube, da kannst du so viele verschiedene Arten fischen. Auch im Dropshot. Im Dropshot. Stimmt mir auch recht geil. Da könnt ihr auf einen geilen Köder einstellen. Also wirklich, wenn die Läden kommen, kaufen gerade alles leer. Absolut. Nebst dem, ich finde es auch mega wieder kreativ von Topis, dass sie jetzt eine Verpackung machen, die du wieder kannst verwenden das und nicht einfach geil. wieder in den Abfall wandert. Das finde ich geil, weil vor allem die Verpackung, den Karton kannst du fortrühren, dann kannst du die Kartonsammlung geben und die Verpackung kannst du nehmen und du kannst dort nachher den ganzen Terminal-Scheiß reinbiegen. Weißt du, kannst du hast ja nicht nur eine Packung mit diesen Würmern und wenn die mal leer ist, dann kannst du einfach nachher mal Playli reinbiegen, mal Höckli reinbiegen, mal weiss ich was und das finde ich aber schon recht geil. Also, ja, ist wieder etwas überlegt. Ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Wurm kommt. Eben, Wurm ist ja nichts Neues für uns, nichts. Aber ich habe das Gefühl, es wird völlig unterschätzt. Also du siehst es ja selten, außer jetzt im Bassfishing-Bereich. Aber da, ich sage jetzt mal in der Schweiz oder so im deutschen Raum, wird ja nie mit Würm gefischt, also mit künstlichen Würmern. Und ich glaube, wenn das Marketing stimmt von Topis, was ich denke, dann könnte das schon einschlagen. Absolut. Weil ich sage immer, also das merke ich jetzt als Händler, oder, wir würden Allport würde mir neues Zeug vorgestellt und neu erfinden kann man nichts. Das Einzige, was man besser machen kann, ist das Marketing. Nice. Sehen wir das beste Beispiel. Das perfekte Beispiel, ja. Das Marketing muss stimmen und dann verkaufen wir als Fischerläden auch das Zeug gut, oder? Und wir haben schon so viele geile Sachen bekommen. Jetzt auch der Wurm, ich finde den richtig geil. Aber es kann sein, dass der in einem halben Jahr bei den Läden rausfliegt, weil er einfach nicht gekauft wird. Und dort ist halt wichtig, wirklich dann von Topis, dass sie geile Videos machen. Ja, aber ich habe das Gefühl, das liegt auch am Händler natürlich noch ein Stück weit, gell? Weil schlussendlich... Ja, aber der Händler kann nicht jedes Produkt, also wenn du einen grossen Laden hast, kannst du nicht jedes Produkt bewerben. Das kannst du nicht, richtig. Du bist darauf angewiesen, dass eigentlich die Leute reinkommen und schon ein bisschen weit vorinformiert sind. Klar kannst du, aber das ist dann wieder dein Persönliche. Was findest du geil und das empfiehlst du auch. Richtig. Aber eben, das ist ja der springende Punkt dann, aus meiner Sicht, oder? Dass du als Händler wirst du so viel gefragt, hey, was würdest du empfehlen? Ja. Oder? Also gehe ich jetzt bei dir auch mal davon aus, wenn du im Laden bist. Die Frage höre ich 100 Mal am Tag. Eben genau. Und das ist ja dann genau der springende Punkt, oder? Entweder verkaufst du etwas, wo du kannst dahinter stehen und sagst mal, das finde ich geil. Es gibt auch solche Händler, die sagen, ich verkaufe dir einfach das Teuerste. Also, das sind meistens die nicht so lange leben. Habe ich auch schon erlebt, der lebt immer noch. Tja, egal. Und ich finde, das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo du kannst eigentlich den Einfluss nehmen oder zumindest den Einfluss ein bisschen kannst bringen und kannst sagen, hey, probier den Wurm, probier es aus, glaub mir, es der fängt, wenn du vielleicht selber schon gefangen hast, wenn du halt noch nicht gefangen hast damit, ja, dann wird es schwierig, aber ja, ich glaube, das macht schon noch, hat schon noch einen rechten Impact. Ja, aber eben, du musst überzeugt davon. Ja. Ich sehe es jetzt bei uns im Laden, wir sind 5 Leute, die arbeiten.
Und jeder hat einen anderen Favorit. Mhm. Und du hast auch teilweise gemerkt, wenn es Mitarbeiterwechsel gibt, hast du plötzlich ein Produkt nicht mehr gut verkauft. Oder eins läuft plötzlich wieder besser. Und wenn du es mal hinterfragst, dann merkst du, das ist dem seine Lieblingsroute gewesen. Darum haben wir die super verkauft. Das ist brutal, was das ausmacht. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Und da gibt es auch gewisse Marken, oder ich sage gewisse Aussendienstmitarbeiter, die das checken. Die sagen, schau, ich gebe lieber in denen, die in den Läden arbeiten, ein paar Gratis-Samples, als irgendwie ein paar Teamfischer da, die sich aufgeilen einfach engagieren. Weil die es verkaufen müssen, sind die im Laden. Und wenn der so davon überzogen ist, dann verkauft er das auch. Und das ist das beste Marketing. Ja. Absolut, absolut. Nebst dem finde ich, hast du schon auch recht, Dani, und da können wir schon noch Scheiben abschneiden in der Schweiz von Nice. Einfach wie sie die Leute auf etwas hypen und auf etwas geil machen, dass das Produkt kommt irgendwann und du musst es unbedingt haben und sie fangen so krass damit. Das machen wir schon noch ein bisschen zu wenig stark. Aber ich bin gespannt, wie lange das Konzept funktioniert. Weil ich weiss jetzt schon von meinen Kontakten ein bisschen im deutschen Raum, gibt es schon jenste Händler, die nicht so Freude haben an dem ganzen Marketing. Weil, das sehe ich auch bei uns im Laden, es gibt einen brutalen Hype, du musst das Zeug haben. Und wir haben viele neue Sachen haben wir wieder ausgemustert in unserer Wühlkiste. Du kannst es einiges bestellen und dann darfst du es nicht mehr nachbestellen, weil sonst sitzt du auf dem Zeug, weil es kommt ja wieder Neues. Lieblingsköder, das ist für mich das perfekte Beispiel. Sorry. Ja gut, zwar, das ist in meinen Augen schon fast ein Köder-Klassiker. Ja, aber also wenn du irgendwie nach Hamburg oder so gehst, der Fischer, ja, inzwischen gibt es auch Imitate, aber vor 15 Jahren bin ich viel auf Hamburg und da haben alle nur Lieblingsköder gefischt. Ja, aber der hat auch so ein geiles Marketing gemacht. Der hat so, ja, das ist der Erste, der das gemacht hat. Ja. Genau, der mit dem angefangen. Das ist eigentlich ganz ein blöder Gummifisch. Das ist einfach ein Gummifisch. Das ist eine von der ältesten Formen, die es gibt. Ja, und der stinkt, weißt du? und der hat Marketing betrieben und hat gesagt, das ist für Sonne, das ist für Regen oder trübes Wetter, trübes Wasser, klares Wasser, etc. Oder? Ich habe so meinen ersten Zander gefangen in Holland, weil ich auf das Ding gelost habe. Und es hat funktioniert, oder? Mittlerweile, Lieblingsköder? Nein. Also, letztes Mal hat mich einer gefragt, ob ich noch Lieblingsköder will. Er hat sie dann am Fischerverein verschenkt. Nein, sorry, für mich, nein. Aber das ist genau das, oder? Ich hatte gerade kürzlich einen Vertreter von Rapala bei uns im Laden gehabt, der hat mir die Chiköpfe gezeigt. Er hat gesagt, schau, die Chiköpfe würden wir jede Woche anbieten. Der hat gesagt, ja, aber unsere sind anders. Die haben Rapala Chiköpfe gemacht, coole Verpackung, das macht schon viel aus. Da steht drauf, das ist für Gummifische in der Länge von 7 bis 9 cm. Jede Verpackung ist beschriftet, oder? So lange Gummifisch. Und es gibt dazu noch so einen Kleber, so wie ein Maßband, und dann kannst du den Gummifisch draufheben und zeigst dir gerade an, du brauchst so Chiköpfe in dieser Größe. Und wir haben sie bestellt, wir haben die bei uns im Laden. Ich bin mir sicher, die werden die in nächster Zeit einschlagen, weil die meistgestellte Frage, was braucht er für einen Chickkopf dazu? Welchen Gummifisch nehme ich für welchen? Ich wollte sagen, das ist etwas Innovatives, weil wer weiß schon, für was ist ein 2-0er Haken? Ja. Also, weißt, so. Aber weißt, das ist einfach gedacht, das ist eben teilweise denken die Leute eben zu weit, oder die Produzenten, oder? Ja. Aber du musst die einfachen Fragen, oder? Das sind die Fragen, die am meisten gestellt werden. Ja, das ist so. Absolut, absolut. Definitiv, ja. Hey, das wäre es mit meinen News. Abgeschweift. Genau, ich habe noch eine von Captain Greenfin. Captain Greenfin bringt den Wobbler raus. Ich weiß gar nicht, haben wir den letztes Mal... Wir haben den da gehabt, den Jonas da bei uns. Ja, aber ich glaube, gepostet haben wir ihn nicht, wenn es mir recht, oder haben wir ihn nicht. Ja, wir können mal schnell die Story rauswerfen, sonst, ich glaube, das Design ist noch, also beziehungsweise die Form ist noch gleich. Es ist speziell, sie bringen den in Fire Tiger und in Ayu, also in 2 unterschiedliche Farben, nicht mehr. Einmal eine Reizfarbe und einmal in einer natürlichen Farbe, was ich finde ich mega cool. Es braucht aus meiner Sicht auch am Anfang gar noch nicht viel mehr, so 3-4 Farben oder 2 bis 4, 5 Farben lange eigentlich. Damit sich der Wobbler inklusive der Lackierung kann auflösen im Wasser, haben die unten für nicht ganz fertig lackiert. Das heisst, beim Bauch unten ist noch offen und von dort fängt dann nachher der Köder an, sich zu zersetzen. Bis der sich aber zersetzt, braucht das ein Moment. Also das ist nicht gerade ein Köder wie der Gummifisch, wo du einmal Fisch ist und nachher weg tust, sondern es braucht, jetzt bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er Monate oder Jahre gesagt hat, bis er sich dann zersetzt. Also doch eine längere Zeit, weil es halt doch ein stabileres und ein festeres Material ist, was ich eigentlich mega cool finde, was eigentlich auch eher in die Richtung abzielt, wo wir uns so ein bisschen bewegen wollen, oder? Dass sich der Köder auflöst, aber nicht gerade nach einem Fischertag. Ja. Finde ich noch geil. Top. Ich habe noch etwas vergessen, habe ich jetzt gerade gesehen auf meinen Notizen.
Die Woche ist gerade eine verdammte Lieferung bei uns im Laden reingekommen, wird auch bei anderen Händlern kommen, von Westin. Es gibt neue Winterbekleidung, da reden wir von Thermounterwäsche, von Jacken dazwischen, von Jacken drüber, da so richtig geile Sachen. Ich habe es schon mal in den Finger gehabt, muss sagen, richtig gute Qualität, kostet ein bisschen etwas, aber wirklich qualitativ hochwertig. Ist ab morgen am Lungersee, kann man es kaufen. Geil. Hat es paar Socken dabei? Nein, jetzt nicht dabei, Schade. aber da habe ich dir gerade eine Empfehlung. Ich habe immer kalte Füße. Ja, ich eben auch. Und ich habe Heizsocken, die Türen und alles gehabt. Das war nicht schlecht gewesen, aber ich habe etwas Besseres und Einfacheres. Es gibt von Adventure Fishing gibt's, Socken aus Merino-Wolle. Der Schweiz ist den ganzen Tag. Ich Das habe ist aber auch brutal. Merino-Socken, aber die Aber- helfen nichts. Ja, aber die von Adventure Fishing, die sind brutal. Wir haben die bei uns im Laden und ich habe die x Leute empfohlen, auch alle meine Mitarbeiter haben die gekauft und getestet und haben alle müssen sagen, hey, die sind richtig geil. Ich weiß auch nicht, was das ausmacht, aber die sind brutal. Okay. Ich hatte einmal kalte Scheichen gehabt. Und statt auf die Socken habe ich auf die Schuhe gesetzt. Ich Das ist habe auch wichtig. ja, lange habe ich von der Marke Success, Mhm. eine ganz billige Marke, ist glaube ich bei Rappel auf AMC im Sortiment drin. Nein, das ist ein Fisherman's Partner. Ah, okay, ja. Auf jeden Fall habe ich dort die Gummistiefel gehabt, die haben mich damals, glaube ich, 39 Franken gekostet. Für ein paar bis minus 40 Grad haben sie angegeben. Ich bin mit denen Eisfischen, ich bin mit denen im Schnee gestanden, die Siechen haben gehabt. Ja. Irgendwann sind sie dann halt durch gewesen, die habe ich in meinen Anfang gekauft. Mittlerweile sind sie durch gewesen, habe ich mir von Gateway Stiefel gekauft, für 250 Stutz. Das Heidengeld, sau schwer. Habe gleich kalte Füße gehabt. Ich dachte, fuck, das sind die falschen Stiefel, die ich gekauft habe. Hey, jetzt habe ich mir von Adidas Terex Schuhe gekauft mit dem Drehverschluss vorne dran. Ich weiß nicht, wie man dem sagt, der hat einen speziellen Namen. Den kannst du zudrücken und dann kannst du drehen, wie bei den Snowboard Boots. Hey, bombastisch im Fall. Also wirklich, ich habe nie mehr kalte Füße gehabt seitdem. 1A. 1A. Die Schuhe kosten irgendwo, glaube ich, um die 150 Stutz. Je nachdem, wo du es verwutschst, findest du es auch runtergesetzt. Wenn das letztjährige Modell für irgendwie 89 Stutz habe ich es gekauft, irgendwo aus dem französischen Raum raus, im Online-Shop. Bombastisch. Also wirklich. Und ich konnte die Schuhgröße nehmen, die ich kann. Finde ich geil. 1A. Ja, wir haben auch so Stiefel bei uns im Laden von Kinetic. Das ist eine Marke, die zum Westin-Konzern gehört. Die kosten auch irgendwie 50, 60 Stutz. Die haben so eine Einlage drin, auch bis minus 40 Grad. Das ist nicht kalte Füße. Okay. Die sind brutal. Aber sie sind mega günstig eigentlich. Ja, eben. Es Die ist, sind brutal. ja. Ich habe auch teure Schuhe und alles gekauft. Die Eskimo-Schuhe da Ja. für 200 Stutz auch gleich kalte ja, Füße gehabt. ja, Aber die sind wirklich gut. ja, sehr nice. Ja, perfekt. Dann Dann sind wir schon mit drin gewesen, aber ja. tun wir gleich noch den Jingle einspielen zum Thema. Ja, so Dani, wenn ich jetzt da die Notizen anschaue, die wir für dich gemacht haben, dann muss ich einiges scrollen. Gut. Kannst du dich ein bisschen auf etwas gefasst machen? Dann erzähle ich nichts, dann höre ich mal zu. Nein, es ist so ganz Standard. Stell dich doch nochmal schnell vor, wie bist du zum Fischen gekommen? Vor allem, wenn auch viele schon wissen, wie ist das mit Westing zustande gekommen. Genau. Ich glaube, das ist die Frage, die du ganz sicher musst beantworten. Das Alter ist mir gleich, ob du das sagst oder nicht. Überlasse ich dir. Aber stell dich doch vor. Also, ich bin der Dani Odermatt, ich bin 31, ich komme aus Ennenbürgen, Kanton Nidwalden. Das liegt direkt am Vierwaldstätter See. Das ist auch mein Hausgewässer, Vierwaldstätter See. Ich bin auch sonst an vielen Seen unterwegs, auch viel im Ausland. Ich gehe gerne ein bisschen rumreisen, neue Gewässer erkunden. Und ja, Fischen seit 5-jährig. Es fischt niemand in der Familie. Ich habe einfach mit 5-jährigen Fischrouten gewünscht. Und seitdem haben sich die Eltern immer gefragt, wieso bringen wir den an keinem Gewässer vorbei, ohne dass der irgendwie reinschaut. Ja, es haben mich einfach gepackt, und obwohl niemand fischt in der Familie. Und ja, ich habe immer gesagt, als ich meine Lehre angefangen habe als Automech, habe ich immer gesagt, ich will eigentlich Fischer werden. Berufsfischer oder Fischwirt. Und ja, habe ich gesagt, du, schau, ich muss mal einfach eine Lehre abschließen, weil Fischer ist relativ schwierig da zum Lernen. Ja, und dann habe ich die Lehre abgeschlossen, dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut wegen einer Fischwirtausbildung. Und ich dachte, ja, ist auch eher schwierig. Ja, und irgendwann habe ich Stelleninserat gesehen, Fischerparadies Lungern sucht einen technischen Mitarbeiter. Ist nicht nur jetzt Verkauf oder so, sondern auch technisch, also Betriebsunterhalt und alles. Ja, dann bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, ich brauche ein Arbeitszeugnis. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, ich habe das Inserat heute Mittag gesehen, ich habe genau gewusst, dass du kommst fragen. Ja, dann habe ich mich beworben
Da bin ich der erste technische Mitarbeiter vom Fischerparadies Lungern. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Dieses Jahr mein 10-Jährige im August gehabt. Gratuliere. Danke. Und ja, jetzt seit 5 Jahren bin ich Geschäftsführer. Ich habe von meiner Vorgängerin die Geschäftsführung übernehmen. Ich bin angestellter Geschäftsführer. Ich bin nicht der Geschäftsinhaber, so wie es immer wieder behauptet wird im Internet. Ich bin angestellt, es ist eine Aktiengesellschaft und ich bin als Geschäftsführer angestellt. Und ja, seitdem ist das Hobby mein Beruf. Schon geil. Ist sehr geil. Ist auch nicht immer einfach, aber ich muss sagen, ich glaube in diesen 10 Jahren, das kannst du einer Hand abzählen, Tage, wo es mich angekackt hat, zu arbeiten. Und ich arbeite auch Wochenende, wir haben Samstag, Sonntag off, ich arbeite sehr viel am Wochenende, habe natürlich auch viel zurückstecken. Vorher habe ich immer gesagt, ich will nie am Wochenende arbeiten, aber für das macht man das gerne. Aber ist es nicht auch schwierig, wenn du das Hobby zum Beruf machst, dass du dann gleich noch die Freude am Hobby hast, sag ich jetzt mal. Weißt du, das gleich immer noch als Hobby betrachten? Die Frage wird mir sehr viel gestellt. Hast du noch Lust zum Fischen? Und ich muss ehrlich sagen, ja, wenn ich den ganzen Tag über das Fischen schnurre, dann habe ich mir aber richtig Bock zum Fischen gehen. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt nicht der Forellenfischer, der jetzt am Lungersee steht. Ja, gerade wenn du da oben schaffst und alle kennst und so, hast du gar nicht so Lust. Also am Lungersee fischen gehe ich nicht gerne privat, weil erstens kennen dich alle und du bist den ganzen Tag dort. Ich brauche schon den Abstand an ein anderes Gewässer. Das ist wie beim Grillieren. Wenn du den ganzen Tag am Grillieren bist, isst du am Abend nicht auch noch Wurst, sondern hast eher Bock auf Pizza oder Lasagne. Ja, ich glaube, das ist schon das, ja. Ja, und jetzt bin ich auch schon Teamfischer bei Westin, auch schon ein paar Jahre. Ja, wie ist das entstanden? Das ist jetzt eine gute Frage, da muss ich zurück überlegen. Ja, ich habe einfach gefischt, habe Fisch gefangen, habe halt Produkte von Westin ein bisschen gepusht, habe die immer markiert. Und es hat in der Schweiz 2 Westin-Teamfischer gegeben, das ist der Manu und der Kevin gewesen. Die sind beide aus dem welschen Raum. Ja, und irgendwie haben mich der Manu dann mal angeschrieben, das war damals sozusagen der Teamchef von dem 2-Mann-Team. Und hat gesagt, wir suchen eigentlich noch jemanden im deutschsprachigen Raum und du machst guten Content, aber bist jetzt nicht so der aufdringlich. Weil, gell, ich habe es eine Zeit lang gesehen, als ich bei Westin auch Social-Media-Kanal verwaltet habe. Hey, jede Woche kommt irgendeine Anfrage von einem 14-Jährigen, der 3 Egli gefangen hat und sagt, hey, ich will Teamfischer werden. Also, ja, mir wäre es nie ein Sinn kommen, irgendwo anfragen. Ich würde mich auch jetzt noch schämen für das. Also, ich würde nie jemanden anschreiben, könnt ihr mich unterstützen. Und ja, das hat dann, habe ich gesagt, ja, mal, können wir machen. Da bin ich zuerst Ambassador gewesen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Vorstufe. Du bist nicht offiziell Teamfischer, sondern einfach Ambassador. Und dann bin ich irgendwann Teamfischer geworden. Und dann haben sie das Schweizer Team eigentlich aufgelöst. Also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengenommen. Und jetzt ist es auch professionell. Also der Marius, der jetzt auch im YPC war, das ist Content Social Media Manager und der ist wirklich, oder Marketing Manager, der ist wirklich angestellt für den deutschsprachigen Raum das Marketing zu machen. Und das hat sich jetzt auch viel verändert, oder? Ist auch für uns als Teamfischer jetzt. Also wir haben auch Verpflichtungen, wir müssen auch gewisse Sachen machen. Aber es ist alles noch auf freiwilliger Basis, das ist auch noch cool. Also, aber ich muss natürlich schon, wie mehr das ich mache, desto mehr komme ich dann auch über dafür. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Einkommen durch das, gar nicht. Du wirst halt ein bisschen unterstützt mit Material und kommst immer wieder cooles Zeug über zum Testen. Aber musst halt auch liefern. Musst liefern, ja. Ist auch nicht immer einfach. Also ich sage jetzt eben, Fischbilder, ich meine, ich fahre einfach das, was ich fahre. Ich gehe jetzt auch nicht beschissen und machen. Und schöne Produktbilder, das kannst du immer mal machen, wenn du am Wasser bist. Mit der Zeit kommst du für das ein bisschen ein Auge über, das alte Bait mal schön herleist und 2 Fotos machst, das ist nicht viel Aufwand. Und dann machst du es automatisch, oder? Genau. Du machst automatisch, wenn du ans Wasser gehst, dann machst du, ob du es jetzt gerade brauchst oder ob du es erst in einer Woche 2 brauchst, ist dann völlig irrelevant. Wichtig ist, Genau. du hast mal einen gewissen Stock. Genau. Oder? Und es ist auch so, Westin ist jetzt für mich eine Marke, wo ich wirklich durchs Bank fischen kann. Ich habe immer gesagt, ich will nicht irgendwie einfach, dass ich gesponsert bin von irgendwo, einfach etwas fischen und dann wieder wechseln, wie es gewisse alle 2 Jahre machen. Das kann ich nicht, ich stehe hinter Westin zu 100%. Entweder fische ich das oder dann bin ich halt nicht mehr gesponsert, wenn ich anders will fischen. Also das ist mir eigentlich gleich. Ja. Fischst du gleich noch andere Köder? Köder,
sehr selten. Also jetzt gerade wenn ich Bass fische, teilweise schon, weil die Westin Wecki-Wurm zusammen kann, die gibt es eben nicht mehr. Ich habe nur einen grossen Restposten aufgekauft überall. Gut, jetzt kommt der Toppis, was das angeht. Ja. Nein, ja. Der ist ja fast ein bisschen zu klein für den Bass. Okay. Ja, der ist ein bisschen klein. Aber dort fische ich teilweise schon anderes Zeug und so gewisse Topwaterköder, die du halt zum Bassfischen brauchst. Aber ich glaube, hier jetzt im Schweizer Bereich fische ich glaube schon 99% Westin. Inzwischen auch Westin richtig brutales Sortiment. Auch im Zubehörbereich, auch routenmässig, oder? Ich meine, ich habe nicht alle meine Routen verkauft. Ich habe gleich ja, Shimano und ja, alles gut. gefischt. Ich habe einfach, wenn ich etwas Neues gekauft habe, halt dann Ja, ja. Westin genommen. Ja. Okay. Spannend. Und wie lang bist du schon bei Westin? Ja, das ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Ja, das geht zwischen 5 und 7 Jahren, so ganz genau weiss ich es nicht. Ja, stark. Was war deine erste Reaktion gewesen, wo du so ein bisschen Teil von dem Team geworden bist? Also weißt du, wo sie dich angefragt haben, was ist dir das durch den Kopf? Magst du dich noch erinnern? Ja, gell, das ist natürlich, da bin ich so Mitte 20 gewesen, oder? Und so Facebook, Instagram ist erst gerade am Aufkommen gewesen, und da fühlst du dich schon ein bisschen geil. Schon, oder? Ja. Also, Also, darfst du also natürlich. fühlst du dich natürlich schon gerne. Und das ist natürlich schon eine grosse Marke. Dazumal war Westin noch nicht so riesig, wie sie jetzt ist. Oder? Das war noch relativ bescheiden gewesen, aber ich habe halt wirklich das Zeug auch gefischt und bin hinter dem gestanden. Ja, das ist schon näher für dich, ja. Geil. Welche Vorteile hat jetzt das für dich persönlich gebracht, mit Westin die Zusammenarbeit, Ambassador, Teamfischer zu sein? Ja, Vorteil, wie soll ich das sagen? Oder hast du etwas Neues dazugelernt? Ja, sicher der Austausch halt international jetzt mit dem Dachteam, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist sicher cool. Du hast eine Gruppe-Chat, dort wird halt ein bisschen geschrieben und so, das ist sicher mega cool. Ich habe sicher auch durch das jetzt mit den zwei Französisch sprechen, also mit den Welschen, habe ich natürlich auch coole Kontakte geknüpft, oder bin ein paar Mal in die französische Schweiz fischen gegangen. Das ist halt schon auch cool, vor allem Kontakt. Und sonst das Material, ich meine, als Händler sehe ich halt das Material auch, ich sehe das auch schon früh, oder bevor das rauskommt. Also ich habe teilweise auch gewisse Produkte als Händler wahrscheinlich schon vorher gesehen als Teamfischer. Jetzt inzwischen ist es besser geworden, aber früher war es so gewesen. Also die Teamfischer haben später Bescheid gewusst als die Händler. Das war noch lustig gewesen. Ist Aber so ein jetzt, bisschen, was bist du, oder? ja, jetzt ist es professioneller geworden. Jetzt können wir auch vorgängige Samples über, um eben die ganze Marketingkampagne unterstützen. Also das ist ein riesiges Konzept dahinter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Da gibt's wirklich, das ist alles durchgeplant. Dann kommt in dieser Woche wird das droppt, dann das und das, und bis dann brauchen wir diese Bilder. Und ja, da steckt brutal viel dahinter. Das kannst du dir gar nicht so vorstellen. Also der Einblick in das ganze Marketing, dort habe ich sicher ein bisschen profitiert davon, auch jetzt für mich beruflich. Ja. Gut, und Westin ist ja nicht eine kleine Marke wie Ja. Mädchenfisch Schweiz. Also das ist ja nochmal Ja, es über ist so. mehrere Ist so. Kontinente verteilt. Oder? Ist die internationale Marke, gell? Ja. Wo du dann überall oder weltweit fast, wo du sie dann hast, oder? Europaweit vor allem. Oder europaweit, oder? Wo wir natürlich einfach, ich sage jetzt mal, Dach sind. Und that's it, oder? Absolut. Also sicher mega spannend, ja. Ja, voll. Ja. Sag noch schnell dein Lieblingssetup, Routenrolle, Schnur. Oh, das kommt ganz darauf an, auf die Art, also auf die Köder, auf die Fische, die ich will fischen. Oder? Also dein Lieblingsfisch ist? Zander. Also Dann raus. fische ich die W6 Power Tees, 14 bis 49 Gramm. Schnur gibt es jetzt noch nicht so lange von Westin. Da gibt es eine so Coastal, W10 Coastal, die ist so ein bisschen bläulich, die ist beschichtet, die ist richtig geil. Die fische ich gerne. Und Rollen bin ich eigentlich Shimano-Freak, also ich fische eigentlich fast nur Shimano-Rollen. Vielleicht kommt da von Westin irgendwann mal etwas, wer weiß. Und auf Hecht? Auf Hecht darf ich nicht sagen. Das ist die einzige Route, die ich nicht Ja, gut. von Ist ja- Westin ist ja auch nicht fische. schlimm, Mal, ist ich ja auch darf nicht sagen. schlimm, ist ja auch nicht Also schlimm, die also weißt du Westin schon. Big Bait Routen, die sind in meinen Augen alle zweich. Kommt hoffentlich jetzt ja auch mal etwas Neues, aber dort fische ich Sencro. Das ist für mich halt die Routenbrand im Hechtbereich. Für mich die einzige Brand, die richtig geile Hechtrouten macht. Wo du wirklich das Wurfgewicht kannst voll ausreizen, aber auch am Minimum kannst fischen. Und da habe ich die Tournament, das ist irgendwie bis 140 Gramm. Und das ist richtig geil mit einer Calcutta Conquest drauf. Ja. Und das ist schon geil. Ja, okay. Für alle, das ist Baitcaster.
Ja. Baitcaster. Für die, die jetzt Ja. nicht so... Ja. Genau. Also Fisch eigentlich alles, was schwer ist, nur Baitcaster. Bei den leichten Sachen bin ich wieder mehr auf Spinning zurückgekommen, aber sonst mehrheitlich Baitcaster. Und beim Jigen natürlich auch Spinning, ja. Sehr gut. Eine Frage hätte ich noch zu deiner Rolle im Team Westin. Wie interpretierst du deine Rolle im Team? Ja, ich bin ein Teil des Teams, würde ich so sagen. Ich habe sicher, als Schweizer bin ich halt der einzige Schweizer jetzt im Dachteam, weil die anderen beiden, die sind im französischen Team. Das hat man dann eigentlich auseinandergenommen, weil man hat einfach gemerkt, vorher haben wir den Schweizer Bereich haben wir zusammen abgedeckt, also sprich, einer von uns beiden, von mir oder vom Französisch sprechenden Texte geschrieben, haben wir die übersetzt, der andere hat es dann schnell durchgelesen, korrigiert, wir haben alles zweisprachig aufgeladen. Das war brutal viel Arbeit gewesen und einfach unprofessionell auch. Also es hat Übersetzungsfehler drin gehabt und da hat der andere gar keine Zeit gehabt zum Übersetzen und der ist es einfach gleich gepostet. Und, ja. Und jetzt haben sie es eigentlich auseinandergenommen, der französische Bereich wird über Frankreich abgedeckt, der italienische Bereich über Italien und ich bin eigentlich der einzige Schweizer. Nein, stimmt gar nicht. Die Pike Fever Jungs sind auch dazugekommen. Habe ich Scheiß erzählt. Aber eine Zeit lang bin ich der Einzige. Gut, die sind noch nicht so lange bei euch, Nein, oder? die sind noch nicht so lange, genau. Die sind dann auch noch dazugekommen. Und die sind jetzt auch Teil des Schweizer Teams. Aber ich glaube mich jetzt da nicht als irgendwie spezieller so. Ja. Sehr gut, sehr gut. Hey, dann haben wir ein bisschen mehr von dir können erfahren und dann würde ich sagen, machen wir doch da mal so ein bisschen den Abstecher in Richtung Put and Take. Gut. Wo sehr viel wahrscheinlich da draussen auch interessiert. Und zwar ist so ein bisschen die Frage, wie bist du das erste Mal mit diesen Put-and-Take-Gewässern, jetzt nicht explizit Lungersee, sondern allgemein mit so Put-and-Take-Gewässern in Berührung gekommen? Ja, es war so, eben durch das, dass in meiner Familie niemand fischt, haben meine Eltern natürlich immer ein bisschen geschaut, ja, wo können wir mit dem kleinen Dani fischen gehen, der will Fisch fahren. Dann sind wir mal zu Luzern an der Luga gewesen, Frühlingsmesse. Und dann hat der Spielhofer einen Stand gehabt, Spielhofer aus Römerswil. Das ist ein Bauer, der eigentlich umgestellt hat auf Fischzucht und der hat einen Teich gehabt, der konnte fischen. Gut, das haben meine Eltern, sind auch Bauern, haben natürlich gerade das Konzept super gefunden und gesagt, gehen wir mal her. Und ich weiss nicht, der hat damals mal an der Luga so ein Becken gehabt, so einen Brunnentrog und hat dort Forellen drin gehabt. Also heutzutage nicht mehr denkbar. Und ich mich erst natürlich nicht mehr weggebracht von diesem Stand, oder? Dani wollte drin schwimmen. Genau. Und dann sind wir immer dort hergegangen und haben, also ich weiss nicht, als wir das erste Mal waren, da war es nur ein Betonteich, da hast du wirklich, der Bruder von mir hat einen leeren Haken reingegeben und hat schon eine dran gehabt, oder? Und dann haben wir halt ein paar Fische gefangen und später hat er dann einen Naturteich gehabt, mega schöne Anlage. In der Zwischenzeit hat er jetzt zugemacht, weil er ja mehr auf Vermarktung setzt und tierschutzrechtliche Gründe ist immer so das Thema. Absolut, ja. Und dann sind wir halt dort regelmässig gegangen. Ich habe meine Fische gefangen, die Eltern die haben die Fische dort gerade ausnehmen, vakuumieren, alles lassen, saubere Sache. Und dann sind wir noch an Blausee 2-3 Mal gegangen in Kandersteg. Das war auch immer so ein Spektakel. Also so eine richtige Put-and-Take-Fischerei, wie man es kennt aus Deutschland. Ja. Ja, und wenn ich dann irgendwann selber mal fischen ist dann das eigentlich für mich auch nicht mehr so relevant gewesen. Auch an Lungersee, wo der frisch aufgekommen ist. Ja, da bin ich natürlich so in diesen Zeiten gewesen, Baitcaster anfangen. Ich bin der Coole. Da bist du natürlich nicht an ein Put-and-Take-Gewässer gegangen. Okay. Was macht sich jetzt so ein bisschen der Reiz aus, also zum Beispiel zum Lungersee zu fischen? Also am Lungersee zu fischen ist der Reiz sicher das ganze Panorama. Es ist wunderschön dort oben. Es ist von der ganzen Schweiz aus erreichbar, plus minus eine Stunde. Also es ist fast in der Mitte von der zentral, Schweiz. Ja. Das ist sicher cool. Du kannst einfach herfahren, musst nicht irgendwie nur 3 Stunden raufwandern. Du bist halt dann nicht allein. Also, ich habe immer wieder Leute, die sich beschweren, es hat zu viele Leute. Und man muss einfach sagen, ja, wenn du an einen Ort herkommst, du kannst mit dem Auto da herfahren, hat es halt einfach Leute. Und es ist ja ein Fischerparadies. Also Genau. Das zieht ja die Leute schon förmlich an, oder? Genau. Und dann möchte ich auch sagen, dass halt der Lungersee, ja, er wird als Forellenpuff betitelt. Das tue ich auch so betiteln. Das ist auch in meinen Augen korrekt, wenn man das so sagt. Aber es ist nie zu vergleichen mit einem Forellenpuff in Deutschland. Also es ist gleich, du musst am Lungersee die Fische finden zuerst. Das ist die Schwierigkeit, oder? Weil der See ist gross. Wenn du die Fische mal gefunden hast und sie sind aktiv sind, dann fahrst du sie ohne Problem. Aber
was sich da tagtäglich Leute die Zähne ausbeissen, oder? Das ist nicht Kenn ich. ganz einfach. Jawohl. Ja, das kennen alle zu gut, oder? Ja, und ich denke eben auch die Qualität der Fische. Also wir haben ausschließlich Schweizer Fische, die wir kommen aus inzwischen 3 verschiedenen Fischzuchten, nur aus der Schweiz. Stark. Sind wirklich sehr gute Qualität und da schauen wir auch drauf, oder? Du siehst ja gerade, wenn die Flossen nicht schön sind. Klar, das hast du immer mal, das hast halt, das ist Massentierhaltung, das ist einfach so, das kann man nicht abstreiten. Und was am Lungersee halt auch noch hast, du kannst nicht nur auf Forellen fischen. Also es hat auch einen guten Felchenbestand, sind jetzt nicht die grössten, aber so die Standardfelchen. Du hast schöne Hechte drin. Es ist zwar mit Abstand der schwierigste See, wo ich auf Hecht fische. Also ja, am Lungersee habe ich wirklich schon mir ein paar Mal die Zähne ausgebissen, auch mit Livescope, wo immer alle das Gefühl haben, es sei mega einfach. Also, ich war der Erste, der in der Region ein Livescope hatte und hast sicher in gewissen Seen einen zeitlangen Vorteil gehabt. Am Lungersee hast du den Vorteil nie gehabt. Also die Hechte sind mega träge dort oben. Also sie schwimmen dem Köder nach, aber sie beißen nicht. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, weil sie Genug Nahrung haben. Das merken auch die Schleppfischer mit den Kameras, die schwimmen mega lang nach. Und das macht halt der Lungersee schon ein bisschen aus, die Abwechslung. Auch Egli-Bestand ist immer besser geworden in den letzten Jahren. Und das Gesamtpaket halt mit Bootsvermietung, mit Fischerladen, mit Vakuumierstellen, Ausnahmestellen und alles. Also hast alles gerade dort. Du bist wirklich, Genau. kannst auch bröteln, haben wir auch schon gemacht. Wo Genau. ich mit dem Götti-Bubbi fischen, sind wir rauf, haben wir den Einweg, also haben wir einen Holzkohlegrill mitgenommen, so einen kleinen Kugelgrill, haben brötelt, haben wir einen Fisch gefangen, haben den natürlich gemacht mit Hörtöpfchen, wunderbar gewesen. Für den Götti-Bubbi war ein riesen Erlebnis gewesen, also wirklich mega cool. Ja. Also wir haben auch 7 Grillstellen um den See, die kann man benutzen, die Genau. haben auch Holz, wird immer aufgefüllt von uns. Also musst du nicht Einweggrill mitnehmen. Ich finde es aber gleich noch cool, wenn so, je nachdem, wo du bist, die Grillstellen sind meistens eben besetzt. Das ist so. Ja. Vor allem, wenn es schön ist, und da habe ich eben gerne noch den Grill so ein bisschen als Backup. Und dann kannst du gerade beim Fischen eigentlich. Ja, genau. Und das finde ich aber schon noch mega cool. Also, es ist, ja. Bass noch kein Thema, du bist passionierter Bassangler. Ja, Gute Frage. Bass- Berechtigte Frage. ja, das ist ja so eine Sache mit der BS, oder, gell? In diesen Seen in der Schweiz bin ich einfach der Meinung, man sieht es hat ja fast allen Seen von der Schweiz sind BS schon gesichtet worden. Die sind wahrscheinlich mal eingesetzt worden, aber die haben sich ja nicht wirklich fortgepflanzt. Vor allem ja auch nicht. Ja, die Regenbogenforelle pflanzt sich schon fort. Ja, aber am Lungersee. Nein, aber es ist auch so, dass der Großteil der Regenbogen, oder eigentlich fast alle Regenbogenforellen, die wir aussetzen, sind sterile Fische und es sind alles Weibli. Also die werden, Gezielt nur Weibli. ja, die werden in der Zucht werden die eigentlich so im Eierstadium, jetzt bin ich da zu wenig in der Materie, aber werden die so verändert, dass es nur Weibli gibt. Und zudem werden die noch sterilisiert. Das Wieso? Ist, es hat Also, eigentlich- wieso Weibli und wieso sterilisiert so? Sorry. Also, es fängt erstens damit an, dass wenn du halt Männchen auch noch im Becken hast, aber eine gewisse Größe, kommt dann der Geschlechtsinstinkt, oder? Und dann wollen sie sich paaren und dann wachsen sie nicht mehr so schnell. Und das ist der Grund, wieso dass man in der kommerziellen Fischzucht eigentlich nur Weibli hat jetzt bei den Regenbogenforellen. Plus, wenn sie natürlich Eier ansetzen, dann sie relativ viel Energie in die Eierproduktion investieren und das Fleisch wird dann eigentlich wirklich geschliddrig und so. Und jetzt wenn die Wassertemperatur und alles stimmt, hast du eine Regenbogenforelle, die schnell wächst in 1,5 Jahren in der Massfischgröße. Das ist echt brutal schnell. Krass, krass, ja, ja. das ist lang. Und, das ist, schnell. Ja. und in der Fischzucht, ich muss euch vorstellen, das ist ein brutales, umkämpftes Business. Also man sieht ja, dass die ganze Fischzucht, die immer Konkurs geht. Und dort geht es halt wirklich darum, um Massen möglichst günstig zu produzieren. Und wenn die Fische halt 2 Monate länger Futter fressen, das ist ein Kostenfaktor, Ja, oder? ja. Und darum ist auch die Regenbogenforelle so beliebter Fisch, weil eine Bachforelle hat doppelt so lange, bis die Größe erreicht. Darum ist auch die Regenbogenforelle der Fisch, der Wo auch teurer ist, wenn du sie in der Zucht kaufst, Ja. wie der Saibling, oder? Natürlich. logisch, oder? Weil sie halt langsamer wachsen. Ja. Ah, krass, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass die Weibli effizienter sind und vor allem auch mit dem Sterilisieren. Das ist so. Okay. Aber es ist auch so, wir haben natürlich auch die grossen Forellen, die wir aussetzen, oder auch Goldforellen. Das sind natürlich auch Zuchttiere, die braucht man auch für Fortpflanzung, die können auch mal leicht innehalten. Ja. Das kann es mal geben. Oder? Ja. Genau. Habe ich jetzt ein bisschen verschlafen, aber haben wir eine Antwort bekommen, warum noch kein Bass? Nein, eigentlich nicht. Gell? Also eben bei der BS, ich glaube eben in den Schweizer Gewässern, bis auf ein paar Ausnahmen, können sie sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Vor allem hat man am Lungersee in den 80er Jahren auch das andere eingesetzt, so wie man es auch am Sarnensee und am Altnachersee gemacht hat. Das war der Kanton, der das gemacht hat.
Sahnensee Altnachers hat sich der Zander durchgesetzt, oder hat sich einmal können halten, so muss ich sagen. Und am Lungersee sind nie mehr Fische gefangen worden. Also der Berufsfischer hat 2, 3 grosse gehabt, aber die haben sich nie fortgepflanzt. Hat es am Lungersee Berufsfischer? Früher gehabt, ja. Echt? Der Lungersee ist vor 40 Jahren ist das, schon das Fischerparadies gewesen, mal. Das war der See zum Felchenfischen. Also wenn ihr mal so 60 plus fragt, Pescano, Fischerdorf, Lungern, das kennen alle. Ach, krass. Das hat Felchen, das klopft und tätscht dort oben. Okay, spannend. Und eben darum glaube ich, wenn sich der Zander nicht durchsetzen kann, auch von der Temperatur an der Bass, wird sich nicht... Und wir dürften sie auch nicht einsetzen, das fängt schon bei dem an. Wieso nicht? Wieso darfst du einen Regenbogen einsetzen, wenn du Bass nicht darfst? Für die Regenbogenforellen müssen wir alle 5 Jahre beim BAFU wieder eine Bewilligung einholen. Was können wir kontrollieren wegen dem Abgang? Und Ja, nicht unbedingt das, aber du hast immer wieder Auflagen dieser Bewilligung. Lungersee ist so ein bisschen das Thema, weil es ein Amphibienschutzgebiet ist. Gibt es immer so ein bisschen Reibereien mit den ganzen Amphibien. ja, okay, ja, gut. Ding. Ja, Und nein, also du darfst natürlich nicht einfach Fische einsetzen in ein Gewässer. das ist schon klar. Du musst die Vorgaben musst erfüllen. Ich habe mal einen Weiherpachter gehabt. Und dort haben wir natürlich auch die Vorgaben müssen erfüllen. Oder? Also wir haben schlussendlich Regenbogenbach vor allem Saibling haben wir drin gehabt. Und der Bass ist ja als invasiv eingestuft in der Schweiz. Und Ja. du musst sogar jeden entnehmen, den du fährst. Also, das ist Wir haben diskutiert mit dem Fischereiaufseher wegen Wels einsetzen. der Wels ist glaube ich, nicht invasiv gemäß Bundesgesetz. Aber der Wels ist als nicht einheimisch deklariert. Ja, nicht einheimisch und invasiv sind 2 Paar Schuhe. Gut, das stimmt. Ja, Der Zander ist stimmt, auch ja, das nicht stimmt. einheimisch. Stimmt. Und der Regenbogenforelle ist einfach auch nicht einheimisch. Ja, Wenn es stimmt. invasiv wäre, dürftest du es nicht einsetzen. Ja, das oder? stimmt. Richtig, ja. Und es ist ja auch immer die Diskussion eben mit der Regenbogenforelle, auch in den Fliessgewässern, dort darf sie halt nicht, aber da gibt es ja vielleicht auch Lockerungen jetzt. Ja, hoffen wir es. Ja. Okay, was für eine Fischermethode empfiehlst denn du am Lungersee zu der jetzigen Jahreszeit vor allem und aber auch so ein bisschen eine allgemeine? Also schau, die Frage, eben, die höre ich ja jeden Tag 100 Mal, darum kann ich die ganz einfach beantworten. Zapfen, Bienenmann, der zieht immer. stimmt nicht, habe ich auch schon geschneidert. Nein, Next. Nein. das sage ich, wenn mir das einer sagt, dann habe ich natürlich eine andere Antwort auf Lager. Du kannst mit 2 Routen fischen. Du rührst eine Zapfen Bienenmad aus und eine fischst ein Spoon oder einen kleinen Bob. Bienenmaden auf Grund. Ja, Grund ist im Lungersee nicht so effektiv. Also es ist so, aktuell stehen die Forellen sehr tief. Jetzt sind sie zwar langsam am Raufkommen, aber jetzt in den Sommermonaten sind sie so zwischen 15 und 20 Meter gestanden. Also, oder 10, 20 Meter überhalb von 10 Metern musst du gar nicht fischen. Und darum kommst du eigentlich fast nicht um einen Zapfen herum. Also, auch wenn wir jetzt rausgehen mit Kunden, Guidings oder so, oder wenn ich jetzt mal mit Kollegen rausgehe, ich würde Zapfen fischen. Jetzt kannst du auf 15 Meter einstellen, Ja, ein Bötchen runterladen, dann fängst du die Fische easy, aber oben, oder auch mit Spinnfischen, mit Absinken und Spirulino. Es funktioniert, wenn du es richtig im Griff hast, aber da musst du dich schon recht konzentrieren, dass du immer wissen, wieder wo die du bist. gleiche Tiefe findest, oder? Das ist die Schwierigkeit. Welcher Köder hat dich bis jetzt am meisten überrascht? Also jetzt auf Forellen am Lungersee, oder? Ja. Ja, der Köder, der mich am meisten überrascht hat. Da habe ich natürlich schon ganz viele lustige Sachen gesehen am Lungersee. Also zum Beispiel die Elektrowobbler, die du auf AliExpress kannst bestellen, die du am Kreis umkreisen, irgendwie unten am Zapfen. Oder was ich letztes Mal wieder einmal gesehen habe, im Winter war einer, der Zapfen hatte und einfach unten einen Twister gemacht hat. Das siehst du noch etwa die. Der rührt jetzt einfach raus. Und es hat natürlich ein bisschen starke Quellen, der Promptoforellen gefangen. Oder? Stark. Ich habe das am Greifensee mal gesehen, als ich im Greifensee fischen. Irgendjemand hat mir doch das gerade letztens erzählt. Habe ich Hast du gesehen, dass einfach? einer am Zapfen so einen ich glaube ein Jetties war es, so 15 cm, aber am Zapfen rausgerührt hat, am Schilf zu. Das siehst du viel. Hey, Aber die meisten machen es einfach, weil sie nicht wissen, wie man so einen Gummifisch anbietet. Also, habe ich auch das Gefühl. Ich bin mir aber Ja. nicht ganz sicher, ob der sagt, hey, von der Welle her ist der wie ein totes kann sein. Fischli, halt ohne Flavor vielleicht, oder vielleicht hat er nicht geflavored, ich weiß nicht. Aber ich bin gerade ein bisschen... Ja. ja, und du siehst natürlich so viele lustige Sachen den ganzen Tag und du hörst so viele Theorien, also da habe ich schon wirklich manchmal geschmunzelt. Aber ich sage immer, wenn die Leute fangen damit, ist schon gut, sicher, oder? wer fängt, hat recht. Ja, genau. Ja. Gut, und uns überrascht, oder mich überrascht immer wieder, dass mega viel trotzdem nicht wissen, wie man jetzt einen Knoten macht oder wie man zum Beispiel das Carolina bindet oder so. Ja. Also Nachfrage, obwohl, das haben wir ja schon mal im Podcast, obwohl ja überall Videos vorhanden sind oder irgendjemand das erklärt, die Leute wissen es immer noch nicht in Anführungszeichen. Ja. oder? Ich habe das Gefühl, es gibt fast zu viele Videos.
Dass du gar nicht mehr kannst zurechtfinden in dem Videowald, meinst du? Genau, dass du Ja. gar keinen Bock mehr hast. Jetzt gehst du ein, wie bin ich an Carolina Rig, da kommen 300 Videos, das scheisst sich doch an. Darum, was ich jetzt auch feststelle, wir haben jetzt etwa seit rund 2 Jahren haben wir Jäger im Sortiment. Ja. Und ja, am Anfang hatte ich ein bisschen gespaltene Meinung über Jäger. Ja, die Werbung ist mir hure auf den Geist gegangen auf Social Media. Ja. Aber das ist ja auch wieder das Marketing, oder, wo wir vorher schon drüber geredet haben. Und wir verkaufen das brutal, also die Carolina Rigs und so. Die kaufen sogar Leute, die könnten binden, aber sie sind zu faul. Ach krass. Ich kenne auch so einen. Ich habe so einen im Team, der sagt, schieß mich als Carolina Rig zu knüpfen. Ja. Ich nehme es lieber Hey, von der... Ich könnte dich nicht vorstellen, aber ich muss jetzt sagen, als ein Dropshot-Trick binde ich selber keins mehr. Das Ich? schießt mich an. Das ist 2 Sekunden Ja, Bunde. ich fische so selten Dropshot und das nehme ich einfach. Ich habe den Knopf nie können. Ja. Vorher habe ich immer die VMC-Haken genommen, die oben und unten Öse haben. Ah, das ist eh... Nein, Nein, also das sind hören im Fall wir die auf. besten. Nein, das Weißt du hasse wieso? ich, Ich das sage hasse dir jetzt ich. einen Grund. Du kannst nämlich unten ein dünneres Vorfach nehmen zum Blei. Ja. Und dann, wenn du Ja. abreißt, ist der. Dann hast du den Haken wenigstens. Aber ich Genau. hasse es. Aber du musst auch Nein, schon das einmal dreht mehr... er schön um Ja, aber du musst schon Köder. einmal mehr knöpfen. Das stimmt. Aber ich nehme eh nur ein Jägersystem, die sind wirklich, die habe ich im Rucksack, die nehme ich führen, die fische ich Ja. 10 Minuten, dann ich sie wieder in den Rucksack das und gut stimmt, ist. ja. Nein, und jetzt habe ich auch festgestellt, der Trout Go Kit, der ist Jäger immer gekommen und hat gesagt, du, bei euch würde das sicher ziehen, oder das ist wirklich die Box, da hast 4-5 Spoons, Löffel drin, du hast eine Rute, eine Rolle mit geflochtener Schnur und du hast ein vormontiertes Vorfach, das kannst du auch bei ihnen so bestellen. Es ist einfach ein Stück Flugcarbon mit einem Snap dran und hinten ein Ringli. Und ich dachte, mein Gott, wer braucht denn so etwas? Und der hat mich überschnurrt, der Jonathan, er ist ein guter Geschäft. Und ich gesagt, komm, nimmst dich mal bei dir in den Laden, die laufen. Dann habe ich gesagt, schau, ich stelle es rein. Wir tun es aber nicht aktiv bewerben, weil ich will eigentlich nicht die Leute mit so Fertigsätzen abhandeln. Ja, oder? ja. Gut. Das ist, glaube ich, 2 Wochen gegangen, habe ich wieder 10 Stück nachbestellt. Hey, die haben wir in den Laden reingestellt, die Leute sind reingekommen und gesagt, oh geil, das ist das, was ich auf Instagram gesehen habe, Jäger, ja, da gut, dann... Marketing. Ja, wirklich. Und wir haben jetzt auch eine Aktion mit ihnen. Also wenn ihr online den Trout Go Kit bestellt, kommen wir einen Gutschein über für ein Tagespatent am Lungersee. Und dann siehst du, wie viel Rücklauf das wir da haben. Das ist Ja. brutal. Also, und das ist genau, die haben nichts neu erfunden, Ja. aber die haben genau das Problem gelöst. Und ich glaube, das ist auch längerfristig noch etwas, wo viele noch daran arbeiten könnten, einfache Sachen, wie mit diesen Chick-Köpfen, die wir vorher gesagt haben. Einfach die einfachen Probleme, die grosse Masse hat. Oder? Du musst nicht auf Freaks schauen. Die Freaks haben eh schon alles. Du musst auf die schauen, auf die Anfänger. Auf die Anfänger, genau, das ist so, ja. Das ist so. Welche Fischart am Lungersee fasziniert dich am meisten und warum? Du hast ja vorher gesagt, der Lungersee hat ja mehr als ein Fisch, also gibt ja nicht nur die Regenbogenforellen. Übrigens werden ja auch Bachforellen zum Teil gefangen. Ja, es kann mal geben, dass die von den Bächen oben runterkommen. Und am Lungersee ist es so, die Bäche, die rundherum sind, die werden auch teilweise vom Kanton noch besetzt mit Brütling. Und wenn die runterkommen, die kommen nicht mehr rauf. Jetzt gerade da im Campingplatz oben, der ist betoniert unten. Und ich habe auch schon gesehen, gerade im Sommer, wenn es trocken ist, dass die halt unten mega viele Bachforellen sind. Ja, und dort ist ja abartig, was dort für eine Versammlung gibt. Auch nicht mehr. Es war früher schlimmer, gewesen, weil früher ist halt der Lastwagen dort hergefahren, in den Anfangsjahren nicht alle Fische dort rausgerührt. Jetzt werden die auf dem See verteilt und so, darum ist es jetzt nicht mehr so extrem. Ja, es ist abartig, was dort an Leute an mich stehen. Aha, Wenn das das Wasser ein bisschen runtergeht, weißt du, Ja. hey, dann stehen dort hinten beim Camping zu, stehen Leute. Ich habe das Kajak mal frisch gekauft, da bin ich auch in den Lungersee gegangen und gefunden, ich will endlich mal auf das Kajak fischen, weil auf der Reuss hast du noch nicht dürfen und Zürich ist ja eh katastrophal für Kajak, da bin ich dort hinten, in den Lungersee, eingewassert, hey, dort, wo der Bach hier kommt, das ist abartig, hat wie eine Mulde gegeben, im Sand rein vom Bach und Leute sind dort gestanden, also fast Meter, also fast Schulter an Schulter und haben dort ihr Zäpfchen reingehabt. Nein, wie die Hühner auf dem Stängel. Ja. Aber Das ist auch noch ein guter Punkt, das ist auch noch etwas, was der Lungersee ausmacht, du kannst das ganze Jahr fischen. Also Ja. wir haben im Dezember 3 Wochen Betriebsferien ja, genau. und sonst kannst du das ganze Jahr fischen. Ich glaube, das hebt uns natürlich von vielen Seen ab. Mhm. Und gerade im Winter ist es halt schon noch praktische Fischerei, mal zwischendurch ein paar Forellen zu zupfen. Jetzt zurück zu den Ja, sorry, Bachforellen, schon wieder abgeschweift. Ja. Nein, Aber welche die Fischart? Und die Bachforelle gehen dann in den See, oder? Und was passiert mit einer Bachforelle, wenn sie lange im See bleibt? Sie wird zu einer Seeforelle. Das wissen ja viele nicht. Genetisch ist das der gleiche Fisch. 1 zu 1, ja. Und jetzt ist vor etwa 3-4 Jahren ist eine 82er Seeforelle gefangen worden, etwa vor 5 Jahren eine 93er.
93er ist beim Hechtschleppen gefangen worden, der Tiefe. Und die 82er Seeforelle ist im Winter beim Spoonfischen am Ufer zu gefangen worden. Und da frage ich mich schon, wie wird so eine Forelle, die ist nicht besetzt worden, so gross und wird, es ist ein brutaler Fischereidruck dort, oder? Wie kann die so lange überleben, ohne dass die gefangen wird? Und plötzlich beißt sie in einen kleinen Spoon rein, hat noch 2 Fälchen im Bauch ausgewachsen und frisst einfach nur so einen kleinen Spoon 2 Meter vom Ufer weg. Der Dessert. Ja, wirklich. Das ist ein separater Magen bei den Fischen, auch wie bei uns. Ja, genau. Oder Selbstmordattentäter. Genau. Oder so, Nein, ja. aber so Sachen faszinieren mich, wie so Fische dann plötzlich vorkommen, oder? Oder auch eben der Hecht, wie ich vorher schon gesagt habe, fasziniert mich einfach, weil er relativ schwierig zu fangen ist im Lungersee. Aber es hat einen guten Hechtbestand, es hat grosse, vor allem dicke Hechte drin. Woher weißt du, dass du einen guten Hechtbestand hat? Also weißt du, sie sind schwierig zu fangen, es werden nicht viel gefangen. Woher oder was macht dich so sicher, dass es einen guten Hechtbestand hat? Es gibt da 3 Faktoren. Erstens Livescope. Da siehst du natürlich gewisse. Da gibt es aber Tage, da findest du keine einzige Hecht. Da gibt es Tage, da findest du viel Hecht, aber fast nicht. Dann der zweite Faktor ist im Frühling, wenn es leichen. Also am Lungersee sind die Hechte speziell. Normalerweise leichen die Hechte so im April, je nachdem im Mai. Und als ich hier oben angefangen habe, die haben immer alle gesagt, ja, die Hechte die leichen erst im Juni oder noch später. Und der Lungersee hat Temperaturen etwa vom Vierwaldstätter See, also etwa gleich warm. Und ich habe gesagt, ja nein, im Vierwaldstätter See sind es Mitte April schon durch gewesen, die müssen hier oben auch durch sein. Und die haben mich ausgelacht und haben gesagt, nein, die kommen erst, wenn der See einen gewissen Stand erreicht hat. Und das ist wirklich so etwa Anfangs Mitte Juni hat es ein bisschen Wasser um die Insel herum. Und dort ist der einzige Ort, wo es so wie Moos am Boden hat. Und die Hechte warten wirklich, bis das Moos im Wasser ist. Und du kannst genau sagen, wenn das Wasser da stand hat, dann kannst du schauen. Und dann siehst du die Hechte gestapelt stehen. Okay. Es fischen viel drauf, sie beißen logischerweise nicht in der Laichzeit. Klar, ja. Lungersee haben auch die Hechte keine Schonzeit und keine Schonmasse. Das hat damit zu tun, dass im Kanton Obwalden allgemein keine haben, wegen dem Hechtbandwurm. Und und die Hechte fressen die nicht in dieser Zeit. Vielleicht mal ein Männchen, das beißt. Und dann siehst du wirklich gestapelte Hechte. Ich bin schon mit der Watthose dort drinnen gestanden und sind mir 3 Hechte am Bein rumgeschwommen. Ah, krass. Das ist sicher noch ein Grund. Und der dritte Grund ist jetzt gerade im Sommer, wenn die Forellen eher tiefer sind, jede 2/3 Forelle ist angefressen. Ja. Also wirklich. Du siehst aber an den Zähneabdrücken, das sind meistens so kleine Hechte, das sind so, ja, ich hätte jetzt geschätzt, so 40er bis 60er Hechte. Übermütige. Oder? Genau, wo wahrscheinlich sich an diesen Forellen vergehen, aber die nicht mehr fressen. Und darum glaube ich, es hat schon einen guten Hechtbestand. Okay. Und was auch einen sehr guten Bestand hat, ein Fisch, den ich den schönsten Fisch in unserem See finde, sind Schleien. Und sind jetzt auch dieses Jahr sind relativ viel gefangen worden. Ja. Es hat brutal viel Schleien Wirklich? im See, ja. Krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Für das ist für mich der See fast zu klar, zu sauber irgendwie. Ja, weißt, aber irgendwie jetzt brutal viel. Ich weiß auch nicht crazy. so, passt für mich auch nicht. Aber Nein, gar nicht. hure schöne Fische. Ja. Schleien sind schöne Fische, aber ich bin nicht ganz einverstanden mit dem schönsten Fisch. Der schönste Fisch finde ich einen Eschen. Das ist für mich. Ich habe vom See geredet. Okay, gut, ja, okay, gut, ja, okay. Ja. Jetzt ist ja Put and Take auch ein bisschen bei uns in der Community, Fischer-Community, ein bisschen umstritten. Wie siehst du so ein bisschen die Rolle des Fischerparadies in dem Ganzen? Ja, also eben, wie gesagt, ich bin auch nicht der absolute Put-and-Take-Fischer. Ich bin auch, bevor ich da oben gearbeitet habe, auch nicht Fan gewesen, und gesagt, geh da Lungersee und weiss nicht was. Bin ich ganz ehrlich, oder? Was ich jetzt gelernt habe in diesen Jahren, ist, dass halt so ein Gewässer sehr wichtig ist. Das brauchen wir in der Schweiz. Wir brauchen auch mehr als so ein Gewässer. Erstens aus dem Grund, die Nachfrage nach der Fischerei ist sehr gross. Wir haben sehr viele Anfänger, das sieht man an den ganzen Sana-Küren, die gemacht werden. Wir haben auch, wenn man Sana-Bücher kauft, die erste Seite ist ein Gutschein drin für das Fischerparadies zum zu fischen. Und dann sehen wir auch, wie viele möchten Sana kommen. Viele möchten Sana, kommen eine Woche später zu uns auf fischen. Dann finden sie etwas, die Leute haben Freude bleibt. Die dann irgendwo, ich weiss auch nicht, der Baldeckersee stehen und dort 3-mal nichts finden, die schiessen nachher an. Die packt es nicht. Und die gerade etwas finden, die packt es. Dann kannst du mal eben, ich meine, ich gehe die mit Leuten fischen, die lernen fischen oder so. Das ist doch schön, wenn du mal dort raufgehst, kannst du etwas fahren, kannst du dann zeigen, wie du einen Fisch korrekt töten und alles. Wie kann man den zubereiten oder was auch immer. Das ist sicher wichtig und es entlastet einfach auch Gewässer. Also jetzt gerade im Kanton Obwalden, da hast du, die Bäche sind alle ein Patentin oder auch im Kanton Bern. Und gerade der Kanton Obwalden spürt das schon. Also gerade die Älteren, ich sage jetzt mal so 70, 80 aufwärts, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die lösen bei uns oben ein Jahrespatent, die sind glücklich, die können ihre Fische fahren.
Die lassen dann auch die Fliessgewässer in Ruhe und auch halt die sogenannten Fleischfischer, sage ich jetzt einmal, die einfach wirklich nur auf Beute aus sind. Die kommen halt an Lungersee, die kommen regelmässig, die fangen viel Fisch. Ich will gar nicht wissen, was die mit diesen Fischen machen. Aber ich sage immer, lieber sie tun das am Lungersee ausleben, als irgendwo, wo sie jeden Tag durch den gleichen Bach durchgehen mit dem Würmli und einfach jede Uhr Forelle, die 22 ist, runterknüppeln. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, den ich immer wieder höre, auch von Kontakten, die ich habe von anderen Fischerläden. Fischerläden leben im Winter, leben viele Fischerläden ziemlich vom Lungersee, neben der Seeforellenfischerei und so. Aber im Winter wird nicht viel gefischt. Aber dank dem Lungersee können die Leute Zäpfchen kaufen, können Maden kaufen. Und das machen sie, wenn sie im Laden sind. Sie schauen um und kaufen etwas anderes. Ja, natürlich. Ein Kleinvieh macht auch Mist. Also nur das Ganze drumherum, das ist ja doch auch ein rechter Anteil, was es braucht. Ja, sicher. Ja. Also ich finde vor allem der spannendste oder der wichtigste Punkt in dieser Sache, finde ich, die Nachhaltigkeit, die sowohl als auch natürlich anschauen kannst, sowohl als, okay, Zucht, vor allem Zucht, oder, die muss irgendwo aufgezogen werden, braucht Energie etc., aber halt auch nachhaltig für unsere heimischen Fliessgewässer, die entsprechend halt eben den Lungersee büssen, was aber auch gut ist, was ja auch wieder eine Nachhaltigkeit ist, aber sie werden nicht leer gefischt, unsere einheimischen Bäche und alles drum und dran. Bei einem Put-and-Take-Gewässer tun wir eigentlich grundsätzlich, oder ist so die Devise, jeder Fisch wird geknüppelt. Darum selber ja Put-and-Take, einrühren, rausziehen. Wie siehst du so die Philosophie? Also sollte jeder Fisch, der gefangen wird, auch entnehmen werden? Oder gibt es auch Situationen, wo Zurücksetzen Sinn macht? Jetzt nicht explizit auf der Lungersee, sondern allgemein, sage ich jetzt einmal, nicht rein C&R, sondern einfach so ein allgemein, ja. Ist ja das auch sehr ein umstrittenes Thema, also das pure Gegenteil. Ja, also eben am Lungersee, Regenbogenforellen müssen wir nicht diskutieren. Jeder, der zurücksetzt, sehe ich keinen Sinn dahinter. Wir haben immer wieder Diskussionen, gerade Junge, oder sehen auf YouTube, hey, es ist cool, Fisch zurücksetzen, oder müssen wir auch. Und dann halte ich da mit meinem Vortrag, oder, und sage, du hast keine Ahnung von der Fischerei, weil wenn du dich damit befasst, dann siehst du ein, dass es null Sinn macht, einen Put-and-Take-See, eine Forelle zurücksetzen über andere Arten. Ich meine, wenn einer sagt, ich will ein 40er-Hechtchen nicht mitnehmen, es gibt keine Entnahmepflicht im Kanton Obwalden, aber es hat einfach kein Schonmaß, dann kann ich den auch zurücksetzen. Gibt es ja keine Entnahmepflicht? Nein, also mir ist es nicht bekannt. Ja. Also ich habe noch niemand gelesen, dass ich sie muss entnehmen muss. Obwohl das immer wieder viele Fischer behaupten, aber nur weil es keine Schonzeit und kein Schonmaß hat, heisst es nicht, du musst sie entnehmen. Drum. Und auch sonst, ich finde es schon wichtig, dass man natürlich Fische, die man zurücksetzen kann, die ökologisch wertvoll sind, dass man die auch wieder zurücksetzt. Es soll aber jedem selber überlassen. Und was mir tierisch auf den Geist geht, ist, wenn nachher Leute, die Fisch mitnehmen, halt vielleicht auch auf Social Media postet, angefickt werden. Lönt doch den, ich meine, wenn einer jede Woche 20, 30 Gegli oder nur mehr in einem Kessel postet, schreibe ich vielleicht auch mal ein negatives Ding unter. Aber wenn dich einer frisch anfängt fischen und halt das 40er-Hechtchen zu Tod schlägt und das Blut verschmiert die Kamera hat und eine scheisse Freude hat, dann lönt doch dem die Freude. Das ist doch schön, oder, wenn er etwas fängt. Und ja, ich glaube, dort müsste man halt mehr auch mit Jahresfangzahlen und so arbeiten, oder? Die Diskussion haben wir auch immer mit den Fliessgewässern, ja 5 Fische pro Tag oder 5 Forellen entnehmen, ist doch zu viel. Gebe ich recht, aber wenn du 3-mal im Jahr gehst fischen und 5 Forellen mitnimmst, finde ich das weniger schlimm als der alte Bäberler, der jeden Tag dort stand halt nur immer 2 mitnimmt, aber halt seine 100 Forellen hat. Diese Leute gibt es in jedem Kanton. Aber da ja Kontrolle in der Schweiz sehr schlecht stattfindet, bringt auch eine Jahresfangzahl nichts. Also wir müssen zuerst mal mit der Kontrolle anfangen, bevor man so etwas machen kann. Und dass wir da anfangen können, müssen wir auch zuerst mal irgendwo noch Leute haben. Ja, genau. Weil das ist das andere, wie viele sind Fischereiaufseher oder tun sich in dem Sinne engagieren? Oder? Also ich meine, nur schon von uns drinnen, die sich da im Raum befinden, tut sich einen engagieren, oder? Der Oli ist es nicht und ich bin es nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und noch schnell zurück zum Zurücksetzen, was ich auch noch ganz wichtig finde. Wenn man Fische zurücksetzt, soll man sie auch richtig behandeln. Ja. Also die Fische da über die Steine ziehen und weiss nicht was, Lönzel einsetzen, die Fische nicht mehr so, hauen alle ab, weil sie sind eh schon... Die gehen ein. Ja, also gehen ein. Also, Fische mögen viel verlieren. Also ich habe je nach Fischart. Ich habe schon einen Hecht gefangen, der hat
auf der einen Seite keine Kiemenbögen mehr drin. Habe ich auch schon gehabt. Und der war nicht schlecht genährt gewesen. Und Habe die ich- Kiemenbögen sind schon lange weg gewesen an der Vernarbung. Richtig, habe ich auch schon Sie gehabt. mögen viel verleiden, aber gleich, wenn ihr den Fisch zurücksetzt, dann verzichtet auch halt mal auf ein Fötterchen. Ja, und vor allem hängen es, wenn möglich, im Wasser ab. Ja, das ist einfach so ein Devise und sonst tun sie schonend landen. Oder? Genau. Ja. Das ist auch das, was wir an den Sana-Kurs versuchen zu vermitteln. Das ist immer so spannend an den Sana-Kurs. Haben wir auch den Block zurücksetzen von Fisch. Und das ist mega spannend, wenn du sagst, wir dürfen Fisch zurücksetzen, schauen die alle mit grossen Augen an. Dann erklärst du es ihnen, dann sagen alle, macht eigentlich Sinn, oder? Ich wollte jetzt noch anfügen zu dem, was du gesagt hast, Kanton Obwalden, Schonmaß, Schonzeit, die nicht vorhanden ist und darum keine Entnahmepflicht, also dürfen wir den Fisch zurücksetzen. Ja, dürfen wir, aber, und da kommt eben der Teil, oder? Du darfst zurücksetzen, A, nicht der Zielfisch, B, ökologisch wertvoll fürs Gewässer. Jetzt, wenn der Fisch, wenn du kein Schonmaß, keine Schonzeit hast, aufgrund vom Hechtbandwurm, kann dann der Fisch ökologisch fürs Gewässer noch wertvoll sein. Also zieht von mir aus gesehen Punkt 1 in dem Sinn, nicht der Zielfisch, aber wenn du auf Hecht fischst, Ja, ich habe jetzt noch Oder- nicht gehört, dass das Gegenteil bewiesen ist. Also das haben wir noch nie einer gesagt, der Fisch ist nicht ökologisch wertvoll. Und mir hat jetzt mal eine Fischerei auf sehr, sehr gut gesagt. Er hat gesagt, schau, Biologen wissen ja nicht einmal, welche Fische sind ökologisch wertvoll. Wieso sollte das ein Fischer wissen? Also grundsätzlich kann jeder Fischer entscheiden, der ist ökologisch wertvoll, wenn er nicht invasiv ist. Ja. ja. Ja, Ja, oder? ja, Wie sollen wir das auch, wir drei im Raum? Also, Da sind wir wieder bei der Episode 3 oder 4, wo wir hatten. Jetzt haben wir Sarah. lange Ja, darüber ja, reden, schon aber schwierig. wenn ist ein Fisch Absolut. ökologisch wertvoll? Natürlich gebe ich dir recht. Nein, auf was ich raus will, ist wegen dem Hechtbandwurm oder wegen der Vermehrung von dem Hechtbandwurm, dass du so das Problem eigentlich nie in den Griff bekommst, wenn wieder Hechtbandwürmer ausgesetzt werden durch Hecht in dem Sinne. Oder Aber den durch Hecht Falken. kannst du nicht ausrotten. Nein, kannst du nicht. Das Ist ja auch nicht Sinn und Zweck, also ja nicht. Also, Also mal, der Grundgedanke, wo man das eingeführt hat, ist schon Natürlich. so gewesen. Aber wieso hat man jetzt am Zürichsee schon Maß und schon Zeit aufgegeben, weil man gesagt hat, das braucht es nicht? richtig, weil er Und- zu viel Felchen frisst, hat es geheißen. Ja, da haben wir wieder Das ist die verschiedene offizielle Sachen. Meinung. Das ist die offizielle Meinung, Ja. dass der Berufsfischer weniger Felchen hat, weil es zu viel Hecht hat. Egal. Ja, langes Thema. Ja, sehr. Wir sind ja schon lange dran. Machen wir weiter. Ich würde diskutiere sagen. gerne darüber, aber nicht heute. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu den Community-Fragen kommen. Ja. Gibt es noch irgendein Projekt, das du schon lange im Kopf hast für den Lungersee, das du unbedingt umsetzen willst? Oh, ja, ich habe ganz viele Projekte im Kopf. Ja, soll ich jetzt da etwas droppen? Ja, Hau raus. das Hau ist der raus. Podcast da. Also, nächstes Jahr Sportfischermesse werden wir das erste Mal einen Stand haben. Das wird ein exklusiver Westin-Stand sein. Also wir werden mit Westin zusammen einen Verkaufsstand machen. Nicht mehr so wie die letzten Jahre, dass wir werden die Produkte am Westin-Stand einfach ausstellen und man kann sie nicht kaufen, sondern nur bestellen. Damals fischen.ch gewesen. Wir werden den Fischerparadies Lungeren Stand haben. Es wird exklusiv nur Westin-Sachen geben, es sind die Westin-Teamfischer und alles vor Ort. Und wir werden dort einfach vor allem Westin-Sachen verkaufen. Das ist sicher mal so ein Projekt, das ich schon lange hatte, das wir jetzt umsetzen können. Ja. Also da gehst du eigentlich mit dem Fischerparadies Lungeren an die Sportfischermesse und hast aber die Westin-Produkte dabei, in dem Genau. Sinne. So. Also wir gehen als Verkaufsladen Geil. dorthin, oder? Stark. Das Fischerparadies Lungern wird ja immer als Fischersee angeschaut, aber unser Standbein ist auch der Fischereiartikelverkauf. Und Was ist so ein bisschen von den Einnahmen her, nicht in Zahlen, sondern einfach so prozentual? Was hast du da so ein bisschen Laden und Tageskarten? Also weißt du, ist so ein bisschen, jeder, der Tageskarten kauft, kauft im Durchschnitt auch etwas? Oder ist das eher so ein in der bisschen, Regel schon, bei Ihnen Mann, brauchen die meisten. das schon? Nein, also es ist natürlich so, wir haben uns in den letzten Jahren, also es ist, als ich hier oben angefangen habe, hat das Fischerparadies den Ruf gehabt, Forellenpuff, hat einfach ein paar Forellen zapfen, gut ist. So hat auch der Laden ausgesehen und mein Ziel war immer, vor allem als ich dann Geschäftsführer wurde, habe ich gesagt, ich will einen Laden, wo die Leute aus der Umgebung einfach auf Lungern kommen, nur einkaufen. Und wir haben hart daran gearbeitet, wir haben jedes Jahr einen immer besseren Umsatz gemacht. Jetzt auch dieses Jahr sind wir auf gutem Weg, wir sind wirklich so weit, dass die Leute aus der Region, Obwalden, Nidwalden, Luzern, raufkommen, einkaufen. Und auch wieder heimgehen, also nicht einfach gehen rauf, wenn sie kommen, fischen, einkaufen, sondern auch sonst Sonntag halt raufkommen. Wir sind der einzige Fischerladen, der am Sonntag offen hat, das ist sicher auch ein Vorteil. Und wir haben wirklich uns jetzt auch ein gutes Sortiment erarbeiten und einen guten Ruf. Und darum ist das schon auch eine wichtige Einnahmequelle. Aber natürlich, Patenteinnahmen sind schon das Hauptding. Aber es sind natürlich auch die Fischeinkäufe sind auch die grössten Ausgaben, die wir haben. Natürlich. Aber was reden wir da so ein bisschen umsatztechnisch? Reden wir so in 60-40, 80-20, 70-30? Ja,
ja, ich glaube so. Also wenn du darfst, gell? So 60, 40 kann man inzwischen schon häufig sagen. Stark. Also, im Verkaufsladen muss man natürlich die Bootsvermietung noch einrechnen und sonst noch Sachen. Aber ja, inzwischen haben wir schon häufig, ist das auch ein wichtiger Standbein. Ja. Cool. Dann musst du auch zu der Schweizer Sportfischermesse fragen. Jetzt kommt da selbstverständlich wieder der Didi, der Marius. Wie sieht es aus mit Ton? Ist mir nicht bekannt, da müsstest du jetzt den Gesi fragen. So Sache ist dann wieder am Gesi seinen Part. Das mit dem Didi, das glaube ich, ist fix, aber... Ich habe noch probiert anzuleiten am Gesi, aber das ist, leider glaube ich, noch in der Ferien. Ah, okay. Nein, er ist wieder zurück. Ist er wieder zurück. Ja. Dann gibt es keine Bilder mehr im WhatsApp-Status. Nein, es gibt kein Foodporn mehr. Ja, schade. Ja. Immer Hunger bekommen. Ja. Sali Gesi, ein Gruß übrigens. Ja. Nein, Ton, ich glaube, er war dort mal dran gewesen, aber dort bin ich jetzt nicht verwickelt in die Diskussion. Du kannst das auch nicht irgendwie einfädeln oder so. Ja, habe ich auch keinen persönlichen Kontakt, Okay. also ich kenne ihn persönlich nicht. Nein. Da wird's Alle höchste kannst du auch Zeit nicht mal. kennen. Alle kannst du auch nicht kennen. Nein, das ist natürlich, es kommt natürlich der ganze Aussendienst und alles vom Mhm. deutschsprachigen Raum und er ist ja für Belgien zuständig, auch im Aussendienst und so. Und das läuft, das Marketing, das ist halt alles. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu den Community-Fragen. Viele davon hast du schon beantwortet, aber ich würde sagen, wir gehen noch die durch, die wir sicher noch nicht beantwortet haben oder wo wir nicht mehr sicher sind, ob es schon oder wie es beantwortet worden sind, sagen wir es so. Genau. Oli, willst du anfangen oder soll Ja, ich? ich fange es an. Der Gut. Marco Jurt will wissen, Öffnungszeiten über den Mittag werden die mal noch erweitert? Nein. Also wir haben sonst schon im Sommer Arbeitszeiten von 10 Stunden und wir haben 7 Tage offen und das ist immer so eine Diskussion, die Stunde über den Mittag, aber den Mittag den nehmen wir uns. Den brauchen wir auch, weil es ist teilweise doch sehr hektisch. Und ansonsten, wenn jemand über den Mittag etwas braucht, einfach am Donnerstag. Nein. Wir haben einen Köderautomat, ihr könnt euch in Bienenmädchen auch über den Mittag einen Köderautomat rauslassen. Und das Patent kann man ja zurückgeben an die Tankstelle. Kann man auch also, online lösen inzwischen. richtig, digital ja, und alles. also, wie funktioniert denn das dort? Online musst du keine Kaution zahlen. Nicht? Okay. Du musst es einfach eintragen und abschliessen dann in dem Nein, musst du auch nicht. Das tut einfach eintragen und fertig. Vielleicht findest du mal noch eine Lösung, dass man aus WC kann über den Mittag. Ja, das Gerade ist für halt, die weiblich gelesenen Personen ist, glaube ich, das angenehmer. Das ist so, aber das ist halt gerade baulich ein bisschen schwierig. Ja, das Toi oder so. Und sonst auch Frauen haben bei und können auch huren und gut ist. Egal. Heute Wort Walter will wissen, was läuft an der Molchfront am Lungeri? Also Molchfront in Anführungszeichen. An der Molchfront. Ja, hat er geschrieben. Also ist das auf Milch bezogen? Das oder war wie? keine Ahnung. Mir denkt, du weißt das. Hüttenwart Walter. Hüttenwart Underline Walter. Da kann ich jetzt nicht damit anfangen. Ich weiss nicht, ob das ein Insider ist, aber Ja, das weiss ich auch nicht. Okay, gehen wir zu der nächsten Frage. Elia Fishing will wissen, wie es in Italien gelaufen ist. Ja, er war ja dabei, gewesen, der Double. Ich war mit ihm in Italien. Dann sind wir zusammen BS fischen. Hast du geschneidert? Nein, geschneidert hast du Nein, wir nicht. haben nicht Gefangen geschnitten, wir hast. haben gut gefangen. Ja. Gut, du auch? Ja, ja, wir haben Es beide. tönt so nach einer Stichelfrage, so ein bisschen à la. Wir haben beide gut gefangen. Also. Okay. Der Underline Fishing will wissen, wieso ist der E-Motor abgehakt beim Boot? Merci, Peter. jetzt sind wir so Warte mal gescheit. Gut. Das haben wir extra nicht gesagt. Also es war Predator Tour, gell? Wir sind 2 Tage